Es ist halt so geil. Du kündigst irgendeinen drecksbehinderten Trash-Simulator und es hockern 340 Leute im bevor es überhaupt losgeht. Okay, komm, hör mir auf und halte dein Maul und hau ab. Okay, komm, hör mir auf. Das ist unfassbar, Alter. Muss ich direkt mehr aktualisieren, oder das glaube ich, das ist schon ein paar Minuten. Ihr geistig behinderten Vollidioten, ich flippe aus. Das kann man auch nur in dieser Community bringen. Man sagt nicht Habitäre, man sagt gar nichts, man beleidigt erst mal in die Runde hinein. Timmy Boy, merci, zweimal grüßt du dir daheim, Hashtag Popomann. Habe! Events, Biergard, das ist der Bierman. Aber du bist doch jetzt schon zum 15. Mal Nice-Mitglied. Versteh nicht. Habe die Ehre miteinander, habe die Ehre an den Bierman, welcome to the squad, up in the chat, habe die Ehre an den Bierman. Wer nicht mitmacht, der ist raus. Dragon Crime, jetzt dir Schluss jetzt, nicht schon wieder rein eskalieren. Liebe Grüße nein. aus Weisenhausen, hoffentlich geht das Sauwetter bald vorbei. Oh ja, stimmt, bei uns ist der Ball. Bei uns ist vorher der Stuhl am Balkon vom Balkon, die vorbeigefahren so. Da hab ich gedacht, stimmt was nicht. Ja, wer schon passt haben. Padre, merci dir für den Resub, Kuss auf die Nuss. So, wir haben heute so Dragon Cry, Grüße nach Geisenhausen zurück, Kuss auf die Nuss. Hochstöger, merci für den Resub, habe die Ehre zurück. So, wir schauen mal aus, schauen wir gut aus. Ich kriege jetzt erst einmal so in Haufen, weil es sowieso gleich wieder total, wenn ich die Liste wieder anschaue, dann kriege ich schon wieder einen Schlaganfall. Habe die Eier an den Holzmann, den Sammy Gnädel, an den Schakalaka, an den Alexander Grotzer, an den Christian, an den Mike, an die Steffi, an den Chris, an den Mike. An den Flipnase, an den Feierhand, an den Hirn, an den Hautze, an die Susanne. Und wir scrollen. An den Batman, an den anderen, ist das der, nein, da haben wir gerade einen Bierman, haben wir gerade gehabt. Sam Mike! 60 Monate, das ist fragwürdige Scheiße. So, fragwürdig, es ist fragwürdige Scheiße. So einfach ist. Wolfrick, merci dir! So, wo haben wir stehen geblieben? Ich kann doch die Nachrichten gar nicht mehr lesen. Was schreibt der Tobi? Merci für den Resub. Mike schreibt, ja, passt. Wie bewegt man, was, ich kann sie lesen, wenn ich ganze Zeit Datei, ja, Mann! Da meine ich, warst du auch schon mit drin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber dann WB. Was es ist. Bastel, merci für den Resub. Wolfrick, merci, Rest, merci, Cinnamon. Das ist schon wieder 6 Monate. So behindert. Aus irgendeinem Grund kann ich mir deinen Namen merken. Weißt du, ich glaube, erstens, weil Caps Lock und zweitens, weil das I1 ist und das O 0. Ich frage mich nicht warum. Und dass das schon wieder 6 Monate her ist, ist absolute Scheiße. Wo Zeit, wo? Kali! Aber die Bierger und Chat, was wird das heute werden? Ich hab keine Ahnung, Alter. Das heute wird nur absolut geistig behinderte Scheiße, sagst du freiwillig, was ist. Wird behindert. Kann gut werden, kann schlecht werden, kann beides gleichzeitig werden. Vielleicht ist es eine absolute Simulatorperle. Und nächste Woche spielen wir alle einen Hairdresser Simulator. Who knows? Wer war jetzt dran? Tilly jetzt für den Euro. Kuss auf die Nuss. 2 Fragezeichen. Weiß ich nicht, was das heißen soll. Frage nicht verstanden. Herr Oxlang, merci für den Resub. Ja, aber die Ehre, hast du die Pflanze schon? Jawohl. Ungefähr so groß und heute bebladelt das sind 12. Ja, oder 10 oder eine hat 12, die anderen haben 10. Ha! Tobi, merci für den Zügel. Fetter Wichser, servus. Ja, Wichser ist keine Beleidigung. So. Nein! Ihr habt halt einfach Donation schon wieder kaputt gemacht, ne? Also ein Lippenstift drauf. Ne, hab ich mir vorher für kurz. Was ist nicht? Ne, ja, Der Birger grinsender Smiley Griak, ihr halt mal Kackfrisur, die du mir kriegst du. Du kannst die Kackfrisur haben, du. Matthew! Da ist auch mittlerweile schon wurscht, was ich sag. Merci dir! Einigen wir uns auf Merci dir. Weiß ich, was ich sonst sagen soll. Was es ist. Schickst links, merci wieder neu. Aber dritt kommt dein Mähne heute auch, aber vielleicht ist es gar kein Mähne, vielleicht ist es eine Perücke und keiner von euch weiß. Fast ein Trick. Fast an! Dere Birger, ich arbeite meine Theorieprüfung für den LKW-Führerschein bestanden. Ich hab heute meine Theorieprüfung für den LKW-Führerschein bestanden und jetzt genieße auch die beste Unterhaltung. Ob das irgendeine Form von Unterhaltung heute wird, das kann ich nicht sagen. Das kann ein absoluter Haufen Rotz sein. Wird es wahrscheinlich sein, so freiwillig es ist. Mr. Grave! Digga, die habe ich die letzten paar Tage Rotz und Wasser gewarnt. Da hängen wir jetzt da hinten hinterm Grave, hängen wir noch ein S ohne, dann wissen vielleicht ein paar, um was das geht. Da habe ich fast in die Hosen geschissen. So, das ist Grave!
Welcome to the squad. Merci für die Mitgliedschaft. Dankeschön. Ab in den Chat begrüßen Sie den Graven und verdammten Rest. Mr. Dream! Auf der Gaude. Ja, nicht bloß du. IMP lauft super und bockt wie die Sau. Da ist noch gar nichts drin. Ich schock auf, dass deine HA Wengsche machst für den Stream. Das haben mehrere gekauft wahrscheinlich. Ich habe gesagt, leg mir am Arsch. Ja, du weißt es. Irgendein Bug finde ich schon noch. Eines Tages. Merci dir. Viel Spaß beim Reinzocken. Bergel! Merci für den Fünfer. Grüß Gott, Banan, Bauernbuben. Merci dir. Herr Mara! Ja, bin schon über 4 Jahre dabei, war nur kurz pausiert. Ja, darum. Wieso wird man das? Bei manchen wird man das angezeigt, zumindest in Form von einem, dass das Logo nicht blau ist. Bei manchen nicht. Bei dir war es jetzt nicht so. Verstehe ich nicht. Alex aus Ö! Und nicht aus Ü! Was ist da gestanden? Nummer. Biergaus mit dem Schritt, ich will den Edgar. Ich weiß nicht, was der Edgar ist. Wenn ihr mir heute mit irgendwelchen Frisurnamen kennt, ich habe keine Ahnung von nix. Freier? Nein! Weiß ich nicht, wie lange du schon Donation-Verbot hast, aber auch lang. Freier. Ich weiß nicht, was ist. Da sage ich nichts mehr. Freier, merci dir. Kuss auf die Nuss. So, wer ist jetzt überhaupt drohen? Wo sind wir überhaupt? Gott, die Listen ist ein 8 Kilometer lang. Was? 15 nach! Werden hochgeschnien! Wer Platten rasiert? Probiert dann halt einfach so Hashtag Leerzeichen. So, Mods, bitte eine Nachricht in den Mod-Channel hinein mit einer Markierung an mich. Verbiet das erste Wort in die Donations, das man jemals, kein einziges Wort ist verboten, nicht einmal das N-Wort, glaube ich. Aber Leerzeichen wird verboten. Man reminde mich. Timmy Boy, merci dir! Der Coiffeur der Schönen. Oh Gott, das ist so. Oh, ich kann nichts lesen, weil es der ganze Frust. Herr Bruckner, erst wieder ein Resub. Habe dritten nebenbei ein Wing Potato eine Medal, no, das ist jetzt gut noch. Und schauen wir den Bürger professionell mit Lockenwickler hantiert. Was möchtest du mehr? Ja, einen Lockenwickler habe ich gar nicht gedacht, ob es im Spiel Lockenwickler gibt. Miete! Baltramore kriegen Mitglieder einen Rabatt bei dir, ja. Die kostet dann 800% Zusatzfrisur. Miete! So, wieso wird denn diese Spiele nicht vorgelesen? Lese sie vor. So, schon ist der Urlaub vorbei und der erste Arbeitstag war natürlich ein Riesenhaufen Scheißdreck. Schreib's noch rein, so sag's wie es ist. So, ich brauche meine Dosis Bier, also let's go! Hab noch eine kleine Dosis in Hamburg von dir eingezogen. Hauptsache Hamburg wahrscheinlich. Was die Miniatur in Wunderland? Das ist das Allerwichtigste. Das ist das erste, wo man hingeht in Hamburg. Dann kannst du eigentlich schon wieder heimfahren. Miete, danke dir. Real good, geil, merci dir. Grüß dich zu. Oh, Amsterdam. Hoffe, die letzte Woche nicht zu viel zusammen. Freue mich auf den Stream. Musst nachschauen. Meiner Lords ist. Aber wovon wir wegkommen müssen, ist, es ist kein Ein-Mann-Projekt. Das wird am Mittwoch wichtig. Freier! Ja, Verbot wo? Goddammit! Ja, Verbot aufgehoben halt dann, was weiß ich, da kriegst du Tröte. Das war die Verbotströte. It is what it is. So, wir schauen mal rein. Ich habe einen Chat, wo hängt der Chat eigentlich umeinander? Kruzifix, Leute, da ist alles. Da bloß Gerät und blaue Kastel drin. Ja, jetzt kommt der Pinks Kastel vom Cybergamer hinten. Kruzifix nochmal. Meine Pflanzen, meine sterben. Heißenzwerg, das ist nix. Meine schauen gut aus. Sie haben an die ersten 2 Bleidel gekriegt. Also nicht die Babybleidel, sondern die ersten. Babybleidel. An die ersten 2 richtigen haben sie ein bisschen. Ja, trockene Spitzen gekriegt. Ja, wie später jetzt dann die Leute beim Frisuren schneiden, die kriegen auch trockene Spitzen. Wenn du zu mir kommst, kriegst du trockene Spitzen. Kommst du mit dem besten Haar, das kriegen wir schon. Ansonsten meine ich ganz gut beieinander gleich. Leute, danke schön. Wird wieder nett vorgelesen. Was? Was? Wo? Ich hab den nicht einmal gesehen. Warte, ich scroll. Da! Scheiße! Heute vor 6 Jahren, inoffizieller Discord-Start. 6? Echt jetzt? Oh, das kannst du tatsächlich hingehen. 2018, Mai 2000, ja, das kann. Oh, leck, Alter. 6 verschissene Jahre, Alter. Jetzt kommen sie auch noch daher. Oh Gott. Oh Gott, Mojo, da sag ich nix. Wo ist die Frauke? Frauke, wo? Wo? Wenn du der Mojo bist, mit Mojo und Frauke. Weiß ich nicht. Leider ist ja gut. Die Leute sind doch eh schon wieder. Bafroma, merci für den Zwickel. Sumselglück, merci für den Fünfer. Kuss auf die Nuss. Klar, Mizi, noch mit Dankeschön. Real Good Girl, Freier, Dankeschön. Langbeini, merci für den Resub. Herr Goldenberger, merci für den Zwickel. Berger, merci für den Trifidi. Herr Stefan, merci für den Fünfer. Sorry fürs nicht vorlesen. Timmy Boy, merci für den Euro. Mojo! Grüßen, Frauge, weiß ich nicht, holst du immer einen Ober von mir oder was weiß ich, was du hast. Der Daffy Duck, bin mal wieder da, mit dem Fünfer und unterm Sofa gefunden. Das heißt nicht Sofa, das ist keiner mehr! Geiler Stream, gewünscht bester Mann im Internet. Diesen Satz den kapier nicht, aber merci dir! Tobi, merci für den... Ach, Alter, wie lang ist nicht? Es ist so lächerlich einfach. Also, den habe ich heute vor gefühlt 10 Minuten schon gelesen. Cybergamer!
Habe DRR-Chef leider schlechte Nachrichten, haben unseren Hund leider einschläfern lassen. Miasen, aber danke, dass Mi mit deinen Streams a bissel ab. Oh Gott, das ist... Das habe ich mal nicht lesen. Der Chat weiß, was das bedeutet. Phase 1. Oh. Phase 2. Press F. Phase 3. Herzsalzmann. Und los. Los. Ich tue es so lange nicht weiter, bis der ganze Bildschirm da auf der rechten Seite vorher entweder Fs oder Herzl ist. Los. Unser mein ich ist der. In Englisch. Das tut mir sehr leid. My eye is he. Das tut mir sehr, sehr leid sogar. Macht's den Chat kaputt! Tu ja hart, Brudi. So, jetzt haben wir die Hälfte übersehen. Gnädelwutzler, Merci, die Hunter, der BMX ist ein Wichser, einmal wieder da. Merci für den Resub, ich kann nichts mehr. Sonntag, Ruhetag. Heute mal nicht Nachschauungsquote, nicht ein verspäteter Witz am Supermarkt. Was wiegt eine 170 cm große Gemüsehändler? Gemüse. Wollt nur mal SOGT Home, dass ihr halt als erste Mal im Voice-Chat war und du nur geile Leitzen XD. Ich hab euch schon gesehen, da war der Mike, da war der Dampfler, das muss klappen. Das ist klar, klar. Sonntag, Ruhetag, merci dir. Bavarian, merci dir. Schluss jetzt mit dem 5 Euro anschmeißen. Jetzt leg du lieber mein Spey. Und der Timmy Boy nochmal mehr. Dann kommt halt Vollzeichen. Dann kommt halt dein Maul. An die Wand, merci wieder ein Zwickelfuß. So! So mag ich den. So schöner Chat. Schöner Chat. Wunderschön. Ah? Destroy. Nein, sag mal ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie lange es nicht mehr da warst, aber unter 30 Euro kennt sie es nichts, gell? Frage ist bei seiner Alten, der kann nicht. Oberholen tut die. Seine schon wieder. Ja, vielleicht nochmal mit 2 hinten. Ja. Ja, oder mit 3 halt dann. Beziehungsweise 5. Mit 2 hat er, 2 hat sie. Den Rest musst du regeln. Mojo, merci dir. Und ich hab's der Thomas schon gesagt. Unter 30 Euro kennt sie sowieso nichts. Das ist ja ein Witz. Hannibal, merci dir. Heute spielst, leg dich nicht mit Bier an. An den hab ich noch gar nicht gedacht. Kruzifix 12 Neues, keiner schreibt was aus der Herzl. Richtig so. So, Leute, von ganzem Herzen Dankeschön. Es ist einfach so lustig, wenn man einfach irgendwelche Trash-Games auszieht. Und es sind um 10 noch über 1000 Leute da. Und vor dem Stream schon fast 400. Da muss ich einfach loben. Dankeschön für die ganzen Donations. Herzliches Willkommen an die ganzen neuen Mitglieder. Danke auch an die alten. Schnauze jetzt. Wir starten heute den Hairdresser Simulator. Was das ist? Ja, der Frisuren-Simulator. Hoffe ich. Ich habe ehrlich gesagt keine so richtige Ahnung, was genau ist, aber wir werden es herausfinden. Und los! Wer sich fragt, warum du im Hintergrund... Okay. Ich bin mir diesmal ein bisschen unschlüssig, ob man die... ob man die Muse nicht auf Anschlag lassen soll. Machen wir erstmal... Settings saved. Okay, machen wir noch leiser. Das reißt gleich ein Shell, was da los ist. Oh, das was der Baumgartner schreibt. Lasst mir lieber ein Like da, bevor es losgeht und bevor es gespannt ist, was für ein Clickbait das ihr gefressen habt, ihr Kaschballen. So, Graphics, ja, hier Fullscreen Quality, good. Wir nehmen natürlich very high, hallo? Aber nicht bei den Hottentoten. Was kann man da machen? 8 mal. Easy, was gibt's da sonst noch? Dynamic Resolution. Scaling FSR, keine Ahnung, was das ist. Bloom, Low, Global, Bloop, irgendwas. Hair Model Detail. Ja, volle Kanone, Alter. Muss sogar Shadows Quality. Hair Highlight, Ultra. Ja, hau rein, Alter. Wieso, warum kann ich nicht einfach da oben eine Einstellung einstellen mit Brutal und dann passt's? Weiß ich nicht, klang ich schon wieder. So, was haben wir da? Language. Kann man da mal auf Schland umstellen. Easy. Speichern. Voreinstellung, zurücksetzen, speichern. Nehmen wir zurück. Ja, da würde ich sagen, pöbeln wir gar nicht lange umeinander. Teile uns deine Meinung mit, bevor wir überhaupt anfangen. Ich bin so gespannt, was das für eine Scheiße wird. Hauen wir rein, schauen wir, was passiert. Profile 1, 2, 3, 4. Nehmen wir Profile 1, neues Spiel. Bist du bereit für ein neues Friseurabenteuer?
Ich muss, was für Friseurabenteuer. Aber wenn wir uns jetzt ein RPG geholt haben, dann. Was ist denn das aber? Wir tun einen Nein-Button auf die rechte Seite, was für ein besoffene Uhr. Ja, okay, fangen wir an, schauen, was passiert. Kein Fatzer! Mehr für einen Reset. So, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen, stellen Sie sicher, dass die Hey there. I hope you're ready to learn. Warum wir ihn da von Cowboy begrüßt, Alter? Warum man da Holzbalken geschlagen hat? Also, das ist der Jordi. Ah, kennt ihr? Ich lese euch vor. Das ist halt nicht so wichtig. Ich lese euch ein wenig vor. Hallo, ich hoffe, du bist bereit zu lernen. Allzeit bereit, Alter. Klicke auf, Blick im Austaste, um den aktuellen Dialog zu überspringen. Halte links gedrückt, um das Gespräch zu überspringen. Ja, Hairdressing can be quite the challenge, let me tell you. Let me tell you. Warum tun der Herr Birkbett immer noch zu laut? Ja, was soll ich See machen? this young woman over there? Geil, ich kann That's nicht ins Posey, Menü. Ich kann one nicht of ins my Menü. regulars. Sieh dir diese Frau an. Das ist Posey. Eine meiner Stammkundinnen. Quite the free Sie ist ein spirit. ziemlich unbeschwerter Mensch, Sometimes manchmal sogar even zu an unbeschwert. Das interessiert mich She has Scheißdreck, some oder? lovely Sie curls, hat wunderschöne but sadly Locken. she doesn't take good care of. Was können wir ändern? Sometimes it's better to straighten them Ja, out Musik and viel put zu on a laut. layer Das of ist so decent ein hair Ziel, der dye. Musikregler hat nichts gebracht. Ich arbeite da. Ich tu jetzt einfach, geh weg jetzt da. Willkommen bei Hairdresser Simulator. Ich schreie einfach ins Mikrofon dabei. Ich mach gleich leiser. Ich kann nicht ins Menü. Es geht nicht. Willkommen beim Hairdresser Simulator. Träumst du von einer Karriere als Friseur? Ja, immer. Warum hatten Friseure eigentlich immer schwul? Kann mir das jemand beantworten? Bist du einfach nur von dem damit verbundenen Themen begeistert? Was? Dies ist der Ort, an dem du deine Träume wahr werden und deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst. Benutze die Maus, um dich umzusehen. Das kriege ich hin. Benutze WASD, um den Salon zu bewegen. Ja, haben wir schon da. Boah, lecker, oder was ist? Ah! Was ist da? Menü! Menü! Ton! Machen wir so, Musik. Besser. Diese gut. Es lag. Bei mir fällt das mir ausnahmsweise nichts. Muss an YouTube liegen. Ich warte dabei auf euch. Hallo? Hallo? Oh, bei wem hängt der Stream? Ah, Stream wo? Stream was? Wo? Stream rost bei mir. Gut. Hallo? Hallo? Hallo, Stream wo? Stream weg. Oh, sie, Bier gelegt. Sie, viel besser, viel besser. Dort, manche singen mich, manche singen mich nicht. Was ist da los? Was ist da los? Also bei mir leckt nichts. Ich habe keinen FPS-Verlust, nichts. Stream hackt leider. Was da los, C-Fix? Jetzt gut, bei mir geht's. Stream ist da, passt eh. Dann kauf ich mal ein Internet. Drückt mal die Aktualisieren-Taste. Ich werde es nicht hören, wenn ich euch das sage, wenn es kein Streamer ja kauft. So. Optionen. Steuerung. Mouse Sensitivity. Wo? Da. Ganz runter. Speichern. Unscharfe Umgebung bei der Arbeit mit Haaren. Ja. Okay. So, fortsetzen. So. Ja, jetzt können wir. Oh, hey, schon wieder laufen die gleichen Leute miteinander beim. Geh zur Waschstation und drücke E, um dich den Kunden, um den Kunden zu kümmern. Ich kann mich nicht bewegen, da ich kenne das, ich bin offensichtlich fettleibig wie ein Schwein. Okay. Ma, ich wollte mir doch den Frisiersalon auch selber dingsen. Da nicht mehr Spielreflexion hat's da liegen. So, wer bist du? Hey, Mitte! Oh, Kurz-T-Shirt. Bock auf ein Platten. Wollen wir rausgehen? Nein. Ja, schauen wir das an, da draußen geht's zu im Affenstall. Das ist Wahnsinn. Wie geil das ist. Ist das Ingame-Mucke? Ja, ja, hängt wieder. Ja, ich kann es nicht ändern. Also nochmal, wer mir jetzt denken kann, wenn der Stream hängt, einfach einmal den Stream neu laden. Macht eine YouTube-App am Handy mal zu, macht es neu auf. Bei mir fällt nichts. Das darf ich sehen. Ja, bei mir geht hier volle Leitung, geht durch. Stream hängt. YouTube hat halt echt viel Probleme. Ja, Xpierger hängt, wird sau. Kannst du Intimfrisuren machen? Möchten Irokesen. Leckt ein bisschen. Ist das Ingame-Mucke. Der Edeka ist zwar Querstraßen weiter. Stream gut, nix lag. Alles spitzt nur ein paar Sekunden zurück. Weiß ich nicht, was dann heute los ist. Bei mir scheint alles in Ordnung zu sein. Meine Verbindung ist es nicht, dann ist es YouTube. Das ist natürlich dumm, aber es hilft nicht. Drücke E, um den Kunden zu bewegen. Was? Halte E gedrückt, um den Kunden sofort zu bewegen. Achso, ich muss den Kunden bewegen, alles macht Sinn. Wirst mit deinen billig. Was? Ist jetzt übergegangen oder was war? Okay. Ja gut, wie sie Steckelschuhe, Geräusche mit ihren Billigjugs macht, das weiß ich nicht, aber
So, geh zur Waschstation und drücke um dich um den Kunden zu kümmern. Ja, drücke zum Benutzen von. Ja, ich sehe schon, da geht einiges. So. I don't know what was worse for my hair, the road trip there or living in a tent. Was? Ich weiß nicht, was schlimmer für meine Haare war, die Fahrt durch die Stadt oder in einem Zelt zu schlafen? I tried to take care of it. In the end, I was too busy having fun. Okay, ja. It was my first big music festival after all. Schließlich war das mein erstes großes Musikfestival. Du fährst dann in ein Musikfestival, da ist der Tor machst! Du behindertes Rindviech! Soll ich da Knie rasieren? Now that Thanksgiving is around the corner, Alter, was ist... Also, das habe ich natürlich nicht bedacht. Also, beim Friseur, da sitzen sie drei auch gerne rein, dass den ganzen Tag Scheiße labern, oder? Wegen dem gehen sie eigentlich zum Friseur, weil meistens kommen sie, hat es 70 Euro gekostet, sie gehen rein, kommen wieder raus und schauen genauso aus wie vorher. Oder? Ist das so? Kann mir das irgendjemand bestehen? Ich gehe nicht zum Friseur. Man, das sagt man. Keine Ahnung. Ich habe auch nur lange Jahre bei den zwei zum Friseur zu gehen und mir die Haare selber zu schneiden. So freiwillig, wie es ist. Oder jetzt muss ich denen auch noch zuhören. Das war ja, bei uns halt, das ist, dass ich mir denen in einer Scheißdrecksgesetz anhören muss. I want to make sure my family isn't too worried about me. Ja, ich darf mir auch meine Kinder Sorgen machen, wenn sie nicht alle 2 Minuten zum Friseur gehen und ihre Story da drin erzählen. Grandpa already doesn't think I have a real job. Vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich deine Haare schaue, dann glaube ich, hast du kann. No need to make him think I'm a swamp witch. Ist es jetzt der verfickte Ernst, dass wir die jetzt wirklich voll labern, solange ich da auf linke Maustasten drücke oder was? I'm way past trying to explain what being a freelancer means. Oh, leck, es interessiert mich nicht, Weiberleid! You gotta pick your battles. Ja, ich muss mich auch konzentrieren. Wie soll ich denn? Heute mal der Schnorren 2 Sekunden. Ja, Herrgottselig. Oh. Halte rechte Maustaste gedrückt und wähle die Haardusche aus dem Inventar, um das Haar des Kunden zu nass zu machen. Wichtig, zu nass zu machen. Zeige mit der Maus darauf und halte linke Maustaste gedrückt. Bewege die Kamera mit WASD, zoome rein, raus, ja, das kriegen wir hin. Drücke und halte die Maustaste und dann müssen wir... Erst einmal die Kundschaft waterboarden. Wenn es mal nicht halt. Halte links um das Wasser abzustellen und mit dem Shampoo zu beginnen. Was für Shampoo? Da haben wir gar kein Shampoo nicht drin. Alter. Ziele auf die Haare des Kunden und halte links gedrückt, um Shampoo auf die Haare des Kunden aufzutragen. Mach das nur, wenn sie ausreichend nass sind. Okay. Wähle erneut die Dusche und halte... Oh Gott, bitte lass mehr hinter dem Spul raus, Haar waschen und Shampoo. So, was ist das? Alter. Ja. Da kann man die einzelnen Kopfzonen wahrscheinlich sehen, wie nass das sind. ist jetzt so geil, dumm einfach. So, halt mal. Okay, rechte Maustasten, das ist nur unlocked, was auch immer das ist, Hundsbürsten. Was ist das? Hundsbürsten und ein Shampoo und das. Ah, das ist die nächste Geschichte bei den Weibern. 100 Pro. 100 Pro. Jeder, der eine Alte daheim hat, weiß genau, wie dein Badezimmer ausschaut. Oder deine Dusche oder dein Badwanne rundherum. Da stehen 25 sicher in kleinen Plastikflaschen. 25. Maximal 2 kehren dir. Streamstürzt stehen ich ab. Ich kann nichts machen. Alter, was ist mit YouTube los? Egal was ich mache, ständig hängt's, egal ob am Fernseher oder am Handy über WLAN oder mobile Daten. Was wir jetzt einmal probieren? Ich schaue mir jetzt mal schnell selber zu. Das darf mich jetzt nämlich interessieren, ob da bei mir was vergeht. Schauen wir mal! Darf mich jetzt auch interessieren. Schaut's aus? Da. Na. Geht bei mir sofort los, geht sofort weiter. Ja, hilft nicht. Hilft nicht! Dann wünsche ich allen im Nachschau-Squad, die jetzt live Probleme haben, wünsche ich viel Spaß. Alle weg, wieder schauen und reingehauen. Das reicht nicht. Stream wo, lag jetzt auch bei mir. 11 Stimmen mit meinem Shampoo putze ich auch meine Finger. Korrekt ist mit den Flaschen. Nur die Werbung läuft problemlos. Bei mir läuft's. Ja, das offensichtlich haben nicht alle die Probleme. Aber ich merke es ganz furchtbar deutlich. 100 Leute mehr, 100 Leute weniger. 200 Leute mehr, 200 Leute weniger. Naja, was soll ich machen? It is what it is. So, wo waren wir? Haardusche, kein ausgewählt. So, was ist das denn für eine Behinderung da? Mal auf jetzt. Okay. Dusche. Was da? Prinz. Oh, da habe ich wieder den Hauptverzeiger. Apropos Fleischschal von der Frau, ich sag nur Haarklammern. Ja, das ist bei meiner nicht so aus, die hat Dreads.
bis zum Arsch habe ich. Deswegen kann ich kann nur von früher sprechen. Mittlerweile hat es gar kein Shampoo mehr, weil es sich gar nicht mehr wurscht. Scheiß Assi. Bavarian, Prinz von Navy, merci dir und Rest auch merci. So, Schluss jetzt. So, wir müssen jetzt einer guten Frau da. Warte mal, Düllen. Es war eigentlich geil, wenn die ganze Zeit labert. Wenn die ganze Zeit labert und dann unterm drauf spült. Dann müssen die lachen. So! Ja, freilich, ja, das kriegen wir mir schon. Es muss klar. So, Haare nass machen. Wie lange dauern die Gaudi? Wie lange dauern das in echt? Wie lange brauchst du, bis deine Haare nass sind? Hau rein jetzt! Haare nass machen, da. Bist du in der Wohnung? Ja, Studio ist auch schon lange nicht mehr geputzt worden. Birgabo, Alter, was ist mit YouTube los? Ja, keine Ahnung. Bei dem AAA-Game hat nicht mal YouTube Bock. Einmal live dabei, dann eben nachschauen. Alles hängt. Ja, ich weiß jetzt auch nicht so ganz, was wir tun sollen. Ich weiß ja gar nicht, wer mich noch sagt und wer nicht. So lala mit dem Stream halt. Jetzt hängt es bei mir. Ihr müsst sehr viel die Qualität runterstellen. War bei mir auch so. Bei uns läuft es einwandfrei. Jetzt hängt's. Also heute muss man nicht da auf F5 smashen. Der hat so eine Qualität aber auf 1080p und nicht auf 1440 oder irgendwie sowas. Ich wasch dabei weiter Haar. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Liegt wahrscheinlich am Weder. Duscht wie blöd. Das kann halt tatsächlich sein. Wenn es in irgendeinem Dingszentrum umeinander wedert wie scheiß Schweinhaare. Ich muss jetzt da Haar waschen. Weißt du, was ich im Chat lese? Es geht nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Marius, wer ist wieder ein Drilling? Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mach mir die alte feucht. So. Wir haben gerade voll das Unwetter. Ja, bei uns auch. So, ist jetzt einmal der scheiß Bellinot. Ich komme jetzt von vorne da. Gesicht aus der so Arschlei, wegen allein gewaschen. Wo gehört denn jetzt da noch hin? Da 100%. 100% heißt es. Hinterkopf ist noch nicht so ganz gut. Jetzt haben wir bei 80%. Bis halt drüber. Ja, von oben. Ah, Kruzifix, die muss halt der Saufer schon. Das ist ein Wahnsinn. Was ist denn das für Bullshit? Den haben wir nicht nass da hinten. Da unter Geist. Jetzt, hergottselig. Aufgabe erledigt. Das war ja super spannend. Da. Wer? Wann? Wann ist der Moment? Werbung im Stream? Moment mal. Das muss ich mir jetzt anschauen. Ob es euch gefällt oder nicht. Ich habe noch nie Werbung aktiviert im Stream. Noch nie. Achtung, ja, da. Und ich bin mir halt ziemlich sicher, dass ich ihn diesmal deaktiviert habe. Streaming-Software, Stream beenden, nö. Gleichzeitige Zuschauer, ja, das passt, da ist da haben voll die Knick drin. Also, auf einmal 200 Leute fort, dann haben wieder 200 da. Irgendwas ist da komplett im Arsch. Diesmal bin es aber ausnahmsweise mal nicht ich. Ausnahmsweise bin es nicht ich. Es ist Wähler, Stream-Schlüssel duplizieren, wähle unten. Nein, das ist natürlich nicht. Das ist ein totaler Krampf. Schauen wir mal, Monetarisierung, nein. Wenn du eine Werbung kriegst, dann allerhöchstens bevor du den Stream einmachst. Das ist immer schon. 250er Leitung und hängt, hat er damit nichts zu tun. Ich habe auch keine Werbung, habe aber auch Premium. Ja, lol. Bei mir war im Refresher Werbung, das ist ganz normal. Werbung nur vor dem Stream. Während dem Stream kriegst du keine Werbung. Da kann ich auch nichts dagegen tun. So, Shampoo auftragen hat es geheißen. So, machen wir das einmal. Ja, das ist schon wieder das beste Menü auf der ganzen Welt. Ich drücke irgendwo hier, nichts geht. Shampoo. So, und jetzt halt. Echt jetzt? Wie viel Shampoo geht denn da auf, Idül? Vor lauter das bloßen sehe ich nichts. Shampoo ist aufgetragen, aber du rechts. Da rechts haben wir noch ein bisschen in den Gosch rein. Und Gosch geht's wieder nicht. Okay. Ah, schau hier. Müssen wir wieder einen Speedrun draus machen, hab ich schon gesehen. So, Shampoo auswaschen. Ja, das ist eine große Spannung. Ich möchte Haar schneiden! So, Shampoo aus dem Haarwaschel. Das ist das Allerbeste, vor allem, wenn du es vergisst, dass du es rausschwabst. Hast du Letten drin. Jetzt geht's endlich wieder. Jetzt hat auf einmal wieder 1300 Leute da. Ja, YouTube leckt mir am Arsch. An alle, die gerade wieder zugeschaut haben, ich hoffe, es funktioniert. Ich kann leider nichts dafür. Bei mir läuft alles einsbahnfrei. Einsbahnfrei. So, gute Frau, haben wir sie jetzt. Verwende WASD, um die Kamera zu bewegen, rechts, um das Inventar zu öffnen. Was brauchen wir jetzt wieder? Escape zum Verlassen.
Was denn das war's? Nein, bitte, Spey, sag mir nicht, bitte bring nur irgendwo. Achso, jetzt wird's zum Schneiden, oder was? Geh zum Stuhl und drücke E, um dich dem Kunden zu kümmern. Hölkerkunde, es ist eine Siemens Luftkunde. E, Kunde bewegen. So, grüß dich, Mieze. Ah, gut schaust du aus, das ist ja Wahnsinn. So, jetzt muss ich dir mal ein paar Strähnchen schneiden. Willst du jetzt da mal zum Schneiden, oder was ist denn da los? So. Was ist das? Okay. Wähle einen Haartrockner und halte links gedrückt, um die Haare des Kunden zu trocknen, bevor du beginnst. Aha. So. Föhn wo? Föhn? Okay. Gib Föhn. Kann man das sauber aufföhnen so? Ja, Hair Physics sind on point, Alter. Also. Ohne Scheiß. Wann in deinem Leben? Wann in deinem Leben? Den Punkt kann ich noch verstehen. Hey, ich mag Spieleentwickler werden. Das ist, glaube ich, geil. Aber wann ist der Punkt? Wenn jemand sagt so, oh, leck, Alter, ich glaube, ich hab voll die geile Idee. Ja, wo ist denn? So. Wann? Wie viel muss ich da gesoffen haben? Sag. Jetzt hau ihn rein! Gott, was ist jetzt? Ich hab nichts da, das war noch lange nicht fertig. Halte links gedrückt, um die Haarbürste zu benutzen. Die Haare werden entsprechend der Richtung der Mausbewegung gekämmt. Jetzt bin ich gespannt, wie gut das funktioniert. Machen wir das wieder. Mann, was ist das für ein Kackmenü, Alter? Bürste. So, Bürste. Da können wir schon was kurz machen. So. Na, nicht nur. Klicke auf, das können wir abzunehmen. Na, nicht nur nach unten. Ich mache da umeinander campen wie ein Falken. Ach, das ist so langweilig. Echt jetzt? Da geht's dann nach hinten, oder? Was ist... Mann, ich hab gemeint, der kann man irgendeine Behindertenfrisur machen. Echt jetzt? Wer... Was... Sagt's mir nicht an, wo ich da hinkampen muss. Doch, da links unten. Seht ihr jetzt nicht gescheit da hinter mir? Pass auf, da habe ich so komische Dinge. Und dann muss ich dann. Da sehe ich dann, ob ich richtig bin mit dem Campen oder was? Was ist denn das wieder für eine dumme Scheiße? Was ist denn das wieder für eine dumme Scheiße? Da hängt ein Hort dazwischen. Du kannst auf einen ausgewählten Teil des Haares auf dem Hologramm klicken. Da kann ich unten reinklicken, okay? Um alle Haare bis auf die ausgewählten anzuheben. Du kannst das Haar auch mit dem Schalter über dem Hologramm in kleinere Abschnitte unterteilen. Aha. Drücke links, um einen Pinsel auszuwählen, mit dem du die Farbe aufträgst. Und entscheide dann, mit welcher Farbe du den Kunden das Haar färben möchtest. Also das entscheide ich, nicht der Kunde. Okay. Wähle eine Haarpartie aus, indem du links bewege die Maus nach unten, während du links um die Farbe aufzutragen. Denke daran, dass das Färben deiner Haare Präzision und Kreativität erfordert. Hab keine Angst zu experimentieren. Da soll Kundschaft Angst haben vor dem Experimentieren. So, machen wir. Wähle deine Strähnen aus. So, aktivieren. Und jetzt halt machen wir. Was ist jetzt? Okay. Was ist das da? Da kann man es wieder oben lassen, okay. Dann nehmen wir ein Bämsle. Und was nehmen wir? Ombre! Was ist Ombre, Alter? Ombre-Farbe, Grundfarbe. Was ist das wieder für... Was ist... Farbe, Ombre. Was haben wir da alles? Ja, das schaut doch gut aus. Damit du wieder auf die Straße rausgehen kannst. Ja. Und Leute abbauen. Ach komm, Alter. Auswahl der Farbe, eigene Farbe, das braucht keiner. Was ist denn? Der Ombre. Ombre-Blatt? Ja, schmier einfach irgendeinen Scheiß jetzt rein, wird schon passen. Da eine.
Dann nehmen wir noch da eine oben. So, das muss passen. Das wir wieder oben. Ne, das ist nix. Was ist den da, der haben wir oben? Ah, die machen wir Neon Pink. Die andere Hälfte machen wir grün. So. Ombre ist ein Verlauf. Ja, man hätte aber einfach auch Verlauf sagen können. Ha? Hätte man sagen können, aber das ist natürlich nichts für uns. So, ich war fertig. Was? Ich muss jetzt hier einen ganzen scheiß behinderten Schelder fahren. Bist du besoffen? Ist das der Ernst oder was? Ja, was weiß nie, was wir da reinhauen. Jetzt tust du mal, eine rot und blau, Kasperl seine Frau, Alter. Was ist jetzt da lang ihre Haare umeinander heb? Schneiden möchte ich. Da erhoffe ich mir den größten Spaß. Haben wir fertig, ja? Wie viel Farbe muss ich da jetzt auftragen? Ich weiß es nicht. Machen wir so. Ja, das schaut doch gut aus. So. Einfach eine mit der Letten. Schmier eine die Letten. Wird ihm schon passen. Schon hin. Großer Spaß. Haben wir die schon eingefärbt? Nein, haben wir nicht. Ja, mach einfach alles irgendwie rot. Mach ein bisschen blau. Mach ein bisschen pink. Alles, was halt zum Leidobein auf der Straße bleibt. Ja, der ist übelst am Spacken heute, der Stream. Ja, ich merk's schon. Bei mir haut's Zuschauerzahlen auch hunderterweise. Auf für oben. Keine Ahnung, was das sei. Falls es jemand im Nachschau-Squad sagt, es tut mir sehr leid, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich schaue, meine Verbindung ist immer noch gut. Da sollte nichts fein. So, wie viel haben wir jetzt da schon gefärbt oder nicht? Oder schon, oder was weiß ich. Da, aber mit der Letten schmieren wir irgendeinen Schund ein, was weißt du nie, was du treibst. Da machst du mal das Ding auf da. Wenn wir da reinfahren können. Hinter die Läffchen sauber. So, nehmen wir noch ein bisschen Pink. Pink und hellpink. Gibt's hellpink? Ich weiß nicht. So, nehmen wir den Letten und Teig geschmiert. Man kann auch Haar immer nur ganz färben. Nie nur Teile. Das ist das Allerwichtigste. Sehr schön. So, Machst du mir da noch dein Bates auf? Das ist eigentlich. Wann ist der Moment, wo ich mich dazu entscheide, hey, aber richtig geile Idee. Machen wir so und so. Und diesen hier haben wir es jetzt dann bald. Das ist jetzt nicht der aufregendste Spaß. Ich mag Haarschneiden. Und der Maschinensauertüre. So, hoppala. Haben wir es jetzt bald. Kim? Ich sage nicht einmal, wo ich was für Vorwürfe geschmiert habe. Da ist noch irgendeine frei. Gib ihr. Das dauert 100 Jahre. Haben wir es jetzt bald. Schaust aus, als totaler Volldepp. So lassen wir es. Es geht zum Verlassen. So, und jetzt? Nicht schon wieder die Waschstation. Nein. Kommst du, muss ich dir die Scheiße jetzt wieder auswaschen? Ja, schlaf ein. Das Kreuz wieder. Was ist denn mit dir? Du musst so weit runterziehen, bis der Ton kommt. Ja, ich kann da gar nicht ziehen. Ich tue mit der Maus eigentlich fast gar nichts. Der fährt von selber runter. Das ist das Allergeilste. Ja, lass mich raten. Ich muss da umeinander pümmeln. Nehmen wir das Ding. So. Obergewaschen jetzt die Letten. Einfach immer auf dieselbe Stelle. Der Rest drin schon runter dann. Weil das dauert ja ewig. Was haben wir hier verschiedene Haare gemacht? Es ist gut, dass man das Ergebnis immer erst danach sagt. Ist gut. Oh. Eine mit dem Schund. Die beruhigende Musik, ja. Das ist gut. Mojo! Kannst du bitte meine letzte Donau anschauen? Dankeschön. Wo? So nur ein Zügel, das passt für dich. Die hätte ich noch anschauen sollen. Die war wichtig. Alter, hör auf jetzt mit der Anschmeißerei. Dankeschön. Dankeschön! So haben wir's jetzt! Schaust aus wie ein Depp, schaust aus. Da, schau dich an, Rindviech. Geh zum Stuhl und drück um dich um den Kunden. Muss ich jetzt die ganze Zeit hin und her pimmeln oder was? Ja, Kim, Weiberleid, du der Herdackelst dabei. Manchmal stelle ich schon kurz in Frage, was wir mit da tun. Manchmal schon. So, was muss ich jetzt wieder machen? Trag mir die Haare. Haben wir das nicht? Das haben wir doch schon. Jetzt mach hin! Geh mir nicht auf den Sack! Da! Los ein Tor ins Gesicht, du Rind! Mach's Maul auf! Schön bist, wunderschön bist. Kannst sofort ausrennen und sofort alle Leute ummaulen. Auf der Stelle. So, sauber von unten aus, Pumpe Düse. Pumpe, was ein
Aufgabe erledigt. Kämme die Haare. Kruzifix, du musst da jetzt 25 mehr machen. Ach, muss ich da jetzt wieder... Nein. Muss ich da jetzt wieder alle Haare einmal durch... Ach, komm. Ach, Kim. Komm. Oberkamp in den Schund. Einmal oben, einmal und. Da reimt sie sogar. Ha! Die kann man so schön selektieren. Da, ich muss die Maus nicht einmal bewegen, das macht einfach selber. Ich fahr einmal runter und dann fahr ich von selber weiter. Du sollst den unteren Teil markieren! Unteren Teil wo? Na, jetzt. Der beste Auswahl ever. Hat man sich richtig gut ausdenkt. So. Haben wir's jetzt. Was gehört denn jetzt noch, Campet? Da, der ganze linke, hintere Schund ist nicht Campet. Was ist mit dir? Schau dir an, bis du herkommst. Tutorial. Das Styling der Haare ist eine weitere wichtige Friseuraufgabe. Um Posys Haare zu glätten, öffne das Werkzeugrad und wähle ein Glätteisen aus. Lass mich raten, dann muss ich wieder an jeder Stelle zweimal durchfahren. Genauso wie ich es gerade schon seit gefühlt 20 Minuten tue. Oder wie lange der wir sind schon? So, jetzt kurz. Drücke links, um eine Haarsträhne auszuwählen und bewege die Maus nach unten. Ja, wer hätte das gedacht, dass das wieder genauso funktioniert. So, Glätteisen! Easy. Da schau ich. Pralle kannst du mich von. Ja, das ist großer Innovationsprozess. Du musst dir immer vorstellen, da ist jemand da gesessen und hat das Glätteisen in 3D gebaut. Weil irgendjemand die Idee gehabt hat. Ich hab da eine gute Idee. Geil. Ja, oder? Super detailliertes Glätteisen gemacht. Warum nicht? Ah, das habe ich so schön, die Haare unten, die unteren Haare auszuwählen. Das geht gut. Das geht gut. Großartiges Spiel. Bis jetzt. Sag mal, habe ich da auch irgendwie so einen Friseursalon zu managen, wo ich wieder Sachen kaufen muss und das bauen kann und so? Oder muss ich mich da bloß um so behinderte Rindviecher kümmern? Ja, Alter. Brutal, schau dich an, Alter. Ah, Tutorial-Kurs. Wenn das nicht 5 Sterne-Friseur, Bitch! Da weiß ich es auch nicht. Du kannst deinen ersten Salon kaufen. Ja. Hallo? Das soll mir geschenkt werden, du behinderter Vollidiot. So, wähle deine Strähnen aus. Na. Um die Arbeit mit dem Kunden abzuschließen, drücke Escape. I feel much better now. Ja, ja. Verstehe ich. Kann ich voll und ganz verstehen. Posy. Honestly, I couldn't have done it better myself. Da bin ich schwer davon überzeugt, dass es aber auch beim Sternefriseur Bitch machen lassen. Feels good when how you look reflects who you are on the inside. Es ist ein schönes Gefühl, wenn das Aussehen das Innere widerspiegelt. Ja, du bist der Kasperl. And I swear, I'm less of a mess than I seem to be. Ja, doubt it. Give my warmest regards to Jordy. He really knew what he was saying when he recommended I see you this time around. Ja, komm, laber mir jetzt wieder 3 Stunden voll, sondern verpiss dich und gib mir Geld. Because school is out. Yes, you heard me right. I'm going to get out of your hair now. Ja, Jordy Good luck schlecht. with your salon. Remember, pick one that feels like a good fit, or just one. Rent in this city can get. Remember to keep. How else will customers know? Hau ab jetzt und laber mir die Volltext einer. Speck kann ich nicht zurückgeben, so wie für einen gestungen 10er auf MMO gekauft. Muss sie für die Scheiße 20 Euro ausgeben, muss sie besuffen bin, oder was? Besuffen, oder was? Nicht einmal die Haare werden länger beim Glätten. Oder hoffentlich war das Game nicht so ein 10er gekostet. Eigentlich ist für einen 10er ist 2. Ein 10er ist eigentlich 2. Aber mal abwarten. Jetzt war bloß der Tutorial-Scheiß. Es ist die Frage, was jetzt da an Umfang daherkommt. Ja? Man muss Termine vereinbaren, man kann Friseurkurse machen. Man hat Mitarbeiter. Salons, es gibt einen Job. Schauen wir mal. Auf das kommt ja jetzt eigentlich drauf an. Ja? Dass da mal kurz einschnuffeln, was man so da kann und so weiter. Dass da jetzt Werkzeug halt gleich funktioniert, ist ein bisschen traurig. Salons. Wir kaufen uns jetzt einen Salon. Da, das zum Beispiel schaut schon wieder eigentlich gar nicht so schlecht aus da. Wie das gemacht ist. Als Menü. Zum Verkauf stehende Gebäude sind mit Markierungen versehen. Okay. Machen wir eine große Auswahl. Maximaler Prestige-Multiplikator mal 2. Glaubst du wirklich, dass ein Keller ein guter Ort für einen Friseursalon ist? Oh yeah, der Football Franz glaubt das. Dann komm nicht mit Vorwürfen, wenn du ein Monster darin findest. Alles klar, wenn der Gollum drin sitzt und sagt... Denken Sie daran, die Schnittlinie nach der Auswahl einer Frisur im... Ja.
Glaubst du wirklich, dass ich gehe? Ja, sicherlich. Schau hier, kann ich wenigstens das mit Salonansicht? Kann ich reinschauen? Oh ja, das ist gut. Wenn das nicht unser potenziell erster Friseursalon ist, dann weiß ich auch nicht, wer dann. Da ja, haben sogar noch Bierflasche da lassen. Da kann man sich ein bisschen umschauen. Schaut gut aus. Nehmen wir. Ah, den nehmen wir. Oder was ist denn mit ihm? Was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem? Da ja an meinem eigenen Projekt umeinander werkelt, weiß ich, dass Animationen nicht einfach sind. Überhaupt nicht sogar. Aber das da gerade. Sollte man mal im Keller vorbeischauen. Ja, die Bude kauft man. Bist du sicher, dass ich diesen Salon kaufen will? Ja, recht viele Optionen habe ich nicht. Hey, kid. Oh, I know God, I that's said I'd Johnny, leave schon you wieder. alone. But do you have a moment to talk about company branding? Oh, Company Branding? Ja, sicherlich. Biergas, Busen, Barbery und Frisuren. I'm very Ow. happy to see you try. Still, people need to be able to Ja, tell komm, you. laber mich nicht voll, du Trottel. Lass mich raten, ich kann ein Logo machen. Gott sei Dank schon. Jetzt passt so. Jetzt wird's gut. Was haben wir da? Ah, nein, das ist nix. Das ist nix. Da, Punkteil. Ja, klar, die Punkte sind gut. Das ist der Indikator für Bzzz. Bei mir gibt's nur Vollrasur. Transparenz, so, Gogo, Inhalt des Hintergrunds, ja. Okay, mal ein bisschen kleiner, ja, das schaut gut aus. Das schaut eben gut aus. Hintergrund, Farbe, haben wir da auch Farbe? Hintergrund, Farbe, kann man nicht so wirklich auswählen, beziehungsweise man sieht es nicht gescheit. Okay, Design. Na, das schaut gut aus. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wie viele Logos gibt's? 5. Ja, nicht ein Davy. Nicht ein Davy. Das nehmen. Das nehmen. So. Farbe. Nehmen wir lila. Damit die alten kommen. Name. Hairdresser. Wo kann ich meinen Namen? Font Size. Wo kann ich meinen Namen eingeben? So. Birgers. Barbarei. Und Busen. Ach, das passt wieder nicht hin. Font Size. Also. Birgers Barbarei und Busen. Geht das eine? So. Na, gib ich nicht eine. Warum nicht? Dann machen wir so plus Busen. Also sehr schön. Sehr schön. Normal lila. Ja, das geht. So. Und dann, ja, da kann man es gescheit lesen. Was ein. Aber zumindest ein Supermarket Simulator hat das nicht. Ha? Logo mal. Sehr schön. Den Rahmen brauchen wir noch. Aha. Oh, hab ich schon gesehen. Nehmen wir den. Logo speichern. Sehr gut. Sehr gut. Bierkehr. Ja, okay, machen wir Bierkehr. Bierkehr hört sich auch gut an. Bierkehr und Busen. Bierkehr plus Busen. So. Damit das Niveau da bleibt, wo es hin soll. Ist wichtig. Ja? Busen auch. Damit wir kommen. Bierkehr und Busen. Aber vielleicht kriegen wir jetzt und eine. Warte mal. Da schau ich. Machen wir noch ein bisschen heller. Ja. Ja. Ein bisschen pinker. Mehr pink. Ist gut. Logo speichern! Das sage ich sowieso nie wieder, oder? Geh zu deinem Salon. Oh, mal die Bude anschauen da. Während der Reinigung des Salons können Sie den Mülleimer bewegen. Ja. Jeder Friseursalon muss sauber sein. Nicht anders. Also solltest du den Müll regelmäßig entsorgen. Greife ein alteres Objekt mit nur Ziele auf den Mülleimer. Ja, dasselbe Scheiß wie im Supermarkt zum Leder. Wenn du deine neuen Salons kaufst oder einen alten Einrichtungen willst, verkaufe die Möbel, die du besitzt und erhalte eine Finanzspritze. Dazu gehst du einfach zu einem Möbelstück, das du nicht mehr brauchst, nimm deine Geldbörse heraus und alles gedrückt. So, wenn es in echt geht. Okay. Jemand hat diese Wohnung völlig vernachlässigt. Um die Löcher in den Wänden zu reparieren, gehst du zu ihnen, nimmst eine Kelle heraus und klickst. So, hallo, ich wollte Horstein! Kann ich Leger in der Wind zumachen? Bist du vollkommen besoffen? Der Boden kehrt sich nicht von selbst. Ist, weiß ich nicht. Entschuldigung, ist das der Hausflipper 3? Hä? Niemand putzt gerne Ach komm.
Muss jetzt da herin das Fenster putzen anfangen? Ist dein Ernst oder was? Wo ist mein Geldbeutel? Ich verkaufe alles. Ah, alles wird verkauft. Ganze Stunde wird... Warum hat der Krucken? Gott, wer ohne Sch... Warum denn? Wieso soll ich es wegwerfen, wenn ich das verkaufen kann? Das kann ich nicht verkaufen, okay. Das Regal hätte man noch brauchen können. Warum liegt denn da Pferdescheiße im Eck hinten? Was ist... Also... Das Bier wenigstens, die Bierflasche da, die bringst zurück, das Pfand drauf, du Trottel. Das kann man verkaufen. Ja. Plastikkissel für $25, wer kennt sie nicht? Gut, die abgefuckte Junkie-Couch für $195, freilich kannst du mich von. Junkie-Krucken. So, was brauchen wir noch? Was ist das? Ein Tuch, ne, das brauchen wir nicht. Staubsauger brauchen wir auch nicht, einen Besen, nein, brauchen wir auch nicht. Leere Hand, machen wir so. Also, warte mal. Warte mal, wie weit geht das? Kobi! Oh. Aber es war gegangen. Da haben wir ja schon Übung. Schachteln aufklauen und irgendwo hintragen. Vielleicht muss er weiter unten zielen, ne? Kobi! Wolfgirl! Welcome to the squad. Ich weiß nicht, wie jemand freiwillig da Mitglied wieder herin, währenddessen man bei sowas zuschaut. Verstehe nicht. Nein, verstehe nicht. Kuss auf die Nuss. Begrüßen Sie bitte das Wolfgirl. Kuss auf die Nuss. Welcome to the squad. Oh, Storner kann ich natürlich nicht in den Mülleimer einschmeißen. Das ist übrigens auch der unendliche Mülleimer des Todes. So, Pferdescheiße müssen wir mit dem Besen wegmachen, habe ich gehört. Aha. Mhm. Ja. Große Herausforderung, sehe ich schon. So, müssen wir mal anschauen. Was dann los ist, halt gleich bleiben. Dann lasse ich halt das Feature weg. Dann lasse ich halt dieses Drecks-Feature weg. Wenn ich 5 Sekunden dort, was so. Was? So, da geht's gar nicht. Das ist übrigens auch der Siemens Instant Trockenputz. Ja, ist schon geil. Ja, ein bisschen. Manchmal muss man halt auch ein wenig einen Schund kaufen. So, Staubsauger wegen. Oh. Das ist aber klar, der Staubsauger. Ja, fertig. Jetzt mit dem Keller ausgerannt und kommen wir mit dem Handstaubsauger schon hin. Nein, hoffentlich ist es ein Dyson, weil die gehen besonders gut. Kosten auch das 8-fache, müssen gut gehen. Was saugen die da herin? Sag mal! Gib Besen! Was? Stell dir vor, du räumst deinen Keller aus und gibst einen Handstaubsauger. Was soll ich machen, Alter? Was soll ich machen? Warum? Sonst können wir nochmal. Leere Hand. Ich nehme die Hand. Nimm den Lappen heraus. Okay, Lappen, ja, stimmt, Fenster putzen müssen wir. Also, da muss ich schon wischen. Herzlichen Glückwunsch, du hast erstens das Level erreicht. Gestalte deinen Salon individuell. Das ist wieder der Teil, der kann Spaß machen. Schön einrichten und so, muss gut ausschauen, was zu sehen. Inneneinrichtung, Basismöbel, neuer Kurs verfügbar. Okay! So, geh in den Shop und kaufe das Set. Drücke AD, um das Fenster zu wechseln. Halt, ich muss erst noch putzen da. Ja, hier, goldene Fensterrahmen haben wir auch schon. Hier, das habe ich wieder keiner gesehen. Also, wir kommen raus aus dem Kackmenü, okay? Du kannst den Salon nach deinem Geschmack dekorieren. Wenn dir die Ideen ausgehen, niemals. Schau erst halt mit Ideen ausgehen! Schau dir die Rubrik Designprojekte an, die du über das Tablet erreichen kannst. Was für ein scheiß Tablet, Alter. Siehst du da irgendwo ein Tablet, die ist einen verdammten Betonbunker. Drücke Tab, um den Shop zu öffnen. Okay, es ist mein Tablet. Okay, ich verstehe. Was anderes kann ich aber nicht klicken, aber Informationen über deinen Friseursalon. Oh. Da muss ich sagen, das ist ein übersichtliches, schönes Menü. Ja? Da ich weiß, dass das nicht einfach ist zum Machen, gibt es da den Daumen nach oben. Da haben wir Bewertungen, wöchentliche Einnahme des Salons, Ladenpreise, Logo bearbeiten, Bierkehr und Busen. Hashtag ab in den Chat. Shop, Möbel, Designprojekte. Was haben wir da? Das interessiert mich Scheiß.
Nein, ich mag einfach Kosten der Möbel. Nein, ich mag doch das. Nein, kann ich da jetzt wirklich bloß Sets kaufen? Ich mag doch einfach irgendwas kaufen. Okay. Oder ist das bloß am Anfang? Ja, kauf! Ganz ein Friseursalon für $50 eingerichtet. Tu den nimm ich die Hand. Streiche den Salon. Du kannst die Farbe der Wände und der Fliesen auf dem Boden in deinem Salon ändern. Dazu drückst du Tab, gehst in den Shop und öffnest die Rubrik Salon personalisieren. Okay. Wähle einfach das Muster. Was ist zum Streifen? Okay. Ja, it is what it is, leider müssen wir durch, das hilft nicht. Shop, gestalte den Salon individuell. Was haben wir da? Wände, Fußboden, Decke. Wir nehmen da hier dunkelblau aus dem Set. Ach, das ist quasi wie, jetzt mal so, das ist wie im Supermarket Simulator. Du kannst dir da die Pakete kaufen. Wahrscheinlich gibt es dann Prestige in deinen Shop und dann kommen mehr Leute oder zahlen mehr oder wie auch immer. Ich glaube, ich verstehe schon. Jetzt bei sowas. Wir nehmen dunkelblau! Das ist die billige. Da, hier, sauber Honig, so schnell, wenn es nicht geht. Naja, da gibt es gar keinen Cooldown nicht. Ja, passt da schon. So, easy. Kann man Deck auch streichen? Nein, Deck kann man nicht. Ja, so schnell habe ich meinen Laptop noch nicht gestrichen. Das ist eine gute Sache. So, Shop. Gestalte. Dann nehmen wir dunkles Holz. Da muss ja noch was ausschauen. So, ja, da wird man ankommen wie bei den total narischen. Kostet eigentlich jetzt mal 25, habe ich schon kein Geld mehr oder wie läuft das? Set ein, ausschalten, Link Alt. Okay. Tab, Shop, Möbel. Oh, jetzt brauchen wir Möbel. Oh, okay, dann müssen wir mal schauen. Probieren wir es einigermaßen schön zu machen. Probieren wir es einigermaßen schön zu machen, kein Scheiß zu machen. So, Leder machen wir schwarz. Dunkelgrau, Anthrazit oder was auch immer das ist. Kunststoff machen wir schön steril weiß, damit die Leute meinen, wir sind beim Zahnarzt. Das ist gut. Und die Keramik kann man schwarz. Ja, schau hin, wenn das gut ausschaut. Was ist denn das? Das ist schon schwarz. So, ja, der schaut gut aus. Schau hin. Und das ist kein edler Sessel, nicht das nochmal sein. Oder? Wolfgang! Mir ist wieder 5. Schluss jetzt mit der Rundonetterei! Sonst gibt's eine der Treffin. Schneide einen Fokuhila, Mini-Pli oder was weiß ich. Oder warum lecken das so? Wolfgang, wir wissen es nicht. Irgendwas ist heute auf YouTube im Arsch und zwar massiv. Bei mir springen Zuschauerzahlen von 1400 auf 1100, dann wieder auf 1500, dann wieder auf unter 1000. Ich weiß nicht, was da heute los ist. An mir liegt's nicht. Ich habe absolut tipptopp Verbindung, 0 ausgelassene Frames. Ich glaube nicht, dass bei mir was kaputt ist. Darkroom und alles in schwarz-rot drin. Oh, gut, geil, das ist auch eine gute Idee. Gute Idee. Machen wir in schwarz-rot. Wir haben bloß dunkelblau gehabt. Hilft nicht. Alles andere, was wir rot machen, machen wir rot. Aus dem Set, was haben wir da? Quadratische Lampe. Kaufen. So, wir platzieren das Ding. Können wir rausgehen? Oder platziert sie die Versuche? Dann müssen wir wieder bauen schon. Lege das Werkzeug ab, dass du in der Halt hältst. Ja, ich brauche nicht für jeden behinderten Scheiß jetzt da. Nehmen wir das. Ja, das schaut gut aus. Was für das heißen? Weiß ich nicht. Okay. Ausgepackt! Und dann. Wir haben doch eher Lampen. Was kommen die Lampen da jetzt gerade? Die hängen wir mitten rein. So. Strahle man uns nicht. Ausbagel den Schund. So. Dann kommen wir dran. Ich muss jetzt zwar 25 mit meiner Mausradl umeinander wursteln, aber da schön ins Eck, damit uns ja keiner sagt, was wir mit den Leuten haben. Nein, den nehmen wir schön daher. So. Schön. Schön! Shop. Möbel. Nein, das haben wir schon. Kacheln. Was haben wir da? Aus dem See, den brauchen wir nicht. Lampe, leg mir mal mit der Lampe. Spiegel Opium. Ich hätte gerne aber einen Spiegel Morphium. Den machen wir jetzt aber. Oh ja, haben wir schon. Oder eher Weinrot. Machen wir mal nur Strahlemann-Rot. Holz. Brauchen wir dunkel. Dunkel. Dekoration hinzufügen. Menge, einige und viel. Was? Okay. Da kann man so kleine komische Bunkerl da nicht haben, die ja irgendeinen Sinn und Zweck oder. Ja, hau viel drauf, ist der eh wurscht. Pfui, hilft, pfui! Heißt's haben! So, dann brauchen wir so einen komischen Couchtisch mit Schubladen.
Couch, Friseurstuhl, Gabbiano, Florenz. Okay. Schrank mit Schubladen. Bringt mir der Scheißdreck auch irgendwas oder ist das bloß zum... Haben wir noch Fake News? Warum gibt's denn da kein Rot? Ich brauche Rot! Gibt's kein Rot? Dann nehmen wir Schwarz. Schwarz. Weiß gibt's auch wieder nicht. Nehmen wir den. Nimm einfach irgendwas, was wurscht ist. Da, hier, Rot. Ja, schön. 40 € einfach irgendwie eingeschissener Holzkistel. Dekorationen hinzufügen. Ja, haben die Dinger irgendeinen Sinn? Bringt mir das irgendwas, dass ich diese Dinger kaufe? Oh ja, da haben wir wieder einen Feier und Sessel. Feier. Machen wir einen Gaming-Sessel. Grün, rot, ja, wunderschön. Wunderschön. Mach schwarz das Ding. Weiße Rollen, die sollen den ganzen Tag meinen, wir sind beim Zahnarzt. Was ist denn das wieder? Das ist doch nicht golden. Ja, was machen wir? Ich weiß nicht, was wir machen. Mach einfach einen schwarzen Kackstuhl. Was interessiert mich der scheiß Stuhl? Oh, ich meine, nochmal 45. Die anderen 4 Kisten, die hätten wir 10 können, hätten wir uns um 5 gespart. Dekoration eingeschissen. Wunderschön. Muss ich die Scheißdreckslampen jetzt da noch kaufen oder nicht? Oder was ist denn da jetzt los? Da, Couch! Stellen wir direkt gegenüber. Ja. Und Leute, wenn Kundschaft da wartet, können sie sich sehr unterhalten, labern sie mich nicht voll. Das ist gut für uns. Kann nicht ausgepackt werden zu nah einem anderen Paket. Was soll das heißen? Und du jetzt das Paket weg. Das funktioniert schon komplett physikalisch richtig. Okay. Ja, was weiß ich, oder? Da kriegst du einen Couchtisch daneben hin. Da. Spiegel! Spiegel brauchen wir! Kann man das an die Wand hängen, das Ding? Ach Gott, ein bisschen schneller. Ah, mit Shift kommen wir so um 90 Grad dran. Ja gut, ja, wenigstens ein bisschen mitdenkt worden. Das Wolfgirl schleicht sie wieder davor, ist der Stream wahrscheinlich in den Arsch. Dann viel Spaß beim Nachschauen oder was weiß ich, was treibst. Dankeschön für die Mitgliedschaft, Dankeschön und so weiter, weißt du, was es ist. Fühl dich vom Zukunftsbürger in die Vergangenheit gegrüßt. So, das machen wir jetzt so. Schön Säckerleiner mit das Hand- und Fußsatz. Ah, schaut gut aus. Was haben wir da eigentlich noch für einen Scheiß gekauft? Ja, der Spiegel, der muss auch noch irgendwie. So, dann hängen wir direkt da drüber. Das ist auch krass. Da muss ja der Stuhl davor hier, oder? Ich weiß doch auch nicht. Hat das irgendeinen Sinn, was ich da tue? Da muss sie dann drauf sitzen, meine ich. So. Und ich muss ihr Tor schneiden. So, fertig. Kaufe alle Möbel im Set. Ach Gott, sie fix, ich muss alle kaufen. Möbeln, Schlampe, Silber, Weiß, Dunkelbraun. Kaufen. Ja, wie viele so geschissene Lampen sind? Ich kaufe quadratische Lampen, außerdem ist die F, die ist 14 Gruppenscheißlampen. Ja, easy. Auspacken, Arbeitsplatz. Hiebpfeffer am Boden. Okay. Das ist wirklich die potthässlichste Scheißlampen, die ich jemals gesehen habe. Nehmen wir weiter da. Nein, die haben wir direkt da drüber. Damit die Leute, die nach oben schauen, sauber in die Fresse blendet. Damit sie auch was haben davon, ne? Wenn ich das an die Wand da hängen. Ja. Also wenn es einer geht, jetzt einmal sauber. Was ist denn jetzt wieder? Wind soll es hängen, das geht wieder nicht. Ab. Ja. Kruzifix, was? Dann tu es über die Couch. Oder was weiß ich, was treibst. So. Das ist quasi ein Solarium. Hilft dir nicht. Haben wir da noch? Schlampen. Die haben wir da in sich keiner, weil es wurscht ist. Total wurscht. Wenn das nicht der beste Friseursalon ist, jemals, dann weiß ich auch nicht, was euer Problem ist. Maurer, mir ist wieder 1 Euro. Haarschnitt für 1 Euro, da bin ich dabei. Gibt's for free, oder? Geht aufs Haus. Baue alle Möbel aus dem Set auf. Hab ich doch eh gemacht. Set einschalten. Und dann muss ich das jetzt... Was? Ja, du hast doch gesagt, das soll ja individuell gestalten. Jetzt merkst du, dass ich da gekäme. Du Kackfrisur. Wo? Okay, Wurst. Was? Muss ich die... Okay. Wieso kann ich das nicht platzieren wie ich will? Du Aufnarsch! Das ist ja voll kacke. Das ist wirklich anders kacke. Na? Abzüge in der B-Note gibt's jetzt da dafür. Jetzt nimm halt das Ding. Wieso kann ich das nicht nehmen? Ah, jetzt nicht. Okay. Okay. Okay.
Okay. So. Alle Möbel. Ach, ich muss die Lampen auch wieder da platzieren. Ja, was ist denn mit dem da? Muss ich das auch wieder muss ich das obersaugen? Ich möchte nur mehr auf den Babystaubsauger hinweisen. Ah? Da kommst du wenigstens überall unter rein. Kann man die Lampen verkaufen, oder was? Okay. Also, die Lampen haben Pfennig gut. Ein Pfennig gute Lampen! So viel zu individuell gestalten. Was ist mit der zweiten Lampe? Die nehmen wir da. Ja, wunderbar. Haben wir es jetzt dann bald? Hä? Zu Beginn eines jeden Tages hast du etwas Zeit, dich vorzubereiten. Ja, Gott sei Dank. Wenn du den Zustand des Salons zufriedenstellend findest, gehst du zur Tür und klickst auf das Tablett, um Termine für Kunden zu vereinbaren. Du kannst es auch über das Tablet tun. Du hast doch gerade gesagt. Termine für Kunden zu vereinbaren ist sehr einfach. Ziehe den Kunden, über den du dich kümmern, warum sage ich nicht mehr über? Einfach auf einen freien Termin im Kalender. Okay, muss ich selber planen. Da ist die Alicia und die Sandra. Die Kunden tauchen zur vereinbarten Zeit auf, also sei bereit, sie zu empfangen. Oh, das heißt, ich bin unter Zeitdruck auch noch. Du kannst den Tag vorzeitig beenden, indem du auf die Tafel klickst. Während des Arbeitstages darfst du die Einrichtung des Salons nicht verändern. Warum denn? Kaufe keine neuen Sachen und verschiebe keine Möbel. Beginne den Tag verantwortungsbewusst und hab Spaß. Ich hab das Gefühl, dass ich Spaß habe. Das war bis jetzt groß aufregend. Wenn du dich daran erinnern willst, wie du bereits erlernten Friseurwerkzeuge verwendest oder lernen willst, wie du neue verwendest, öffne außerhalb der Arbeitszeit das Tablet und wähle die Rubrik Friseurkurs. Ah ja. So. Schließe die erforderlichen Kurse ab. Welche denn? Dann muss ich jetzt die Scheiße da nochmal machen. Oh! Ja, das ist eine gute. Da sag ich hier, Haarschneidmaschine ist die gute. Ja! Schneiden mit einer Haarschneidemaschine. In diesem Kurs lernst du, wie du eine Haarschneidemaschine... Anforderungen, erforderliches Level 1, Salon gekauft, 0. Kurs beginnen. Ich hab doch schon einen Salon gekauft, du Kackfrisur. Kurs beginnen. Wenn Sie keine Idee für das Aussehen Ihres Salons haben, können Sie auf vorgefertigte Designs zurückgreifen. Das will ich nicht. So, Kundschaft, wo? Oh ja, du bist der perfekte Knierkandidat. Schaust jetzt schon aus wie totaler Volldepp. Körperbau, setzen 6, Säcke, was da kann ich auch, du Dorftrottel, du Saudumme. Stoderer Trottel, muss ich sagen. Entschuldigung, so. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Jetzt schauen wir weiter. So, guter Mann. Ja, die Hosenmoney ist dafür nur ganz klar. Das ist ja wurscht. In der Großstadt schauen sie alle gleich aus wie die letzten Volltrotteln. So, wir schauen mal. Oh ja, das ist eine gute Frise. Gute Frise. Erstmal. Eine Haarschneidemaschine ist die schnellste Art, Haare zu schneiden. Jawohl. Wähle die Haarschneidemaschine aus und halte links gedrückt, um sie zu benutzen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, schau mal aus, guter Mann. Na, oh mein Gott, was ist die... Was? Dann ein bisschen den Bord aneinander zudeln. Da, hier. Ja, um die Nase rundum, damit da nichts passiert. Da passiert noch nicht was, ich muss schon schauen. Was ist mit deinen Augen? Ein bisschen den Daumen einrasiert? Nein. So, jetzt machen wir einfach mal so. Alles klar, das ist das sogenannte Mönch, das ist voll im Trend, das ist das Mönch-Knie rechts tragen. Ich konnte tatsächlich ein Knie rasieren, oder? Du Dalek. Bitte, es war so schön, wenn ich die Leute einfach dann so wegschicken kann und sagen, ja, scheiße, die Maschine ist hier oder irgend so ein Scheiß. Sondern jetzt machen wir so. Ich hab den scheiß Pimmel frisiert, du Mongo. Ah, ist das fußelig, das Ding, komm. Ja, warte. Da ist noch nicht gescheit. So. Ach, geh, Mann. Warte, der Augenbrauen wegrasieren. Mann, wieso nicht? Mann, muss ich das jetzt wirklich fertig machen? Jetzt so lassen. Ja, das sind Geschwindigkeitsstreifen. Das. Oh, schau, das ist ein Tennisball.
So, Enzo. Das ist übrigens die richtige Technik in echt auch. Muss man wissen. Ja, das passt ja. Da lassen wir ein paar Funzel dran. Aha. So. Das Eckerl wegrasiert. Machen wir einfach so. Der fährt dann schon da umeinander, wo er hin ist. Da kommt. Ja, sag einmal. Wir machten sowas. Wann ist der Punkt, wo du denkst, so machen wir es. Ein paar Funzel lassen wir noch oben, das passt eben schon. Ja. Da hinter der Gute, das ist der Ohrwaschelwärmer. Ja? Und dahinter, wenn der Wind mal von hinten kommt, stell dir vor, der Wind kommt von hinten. Was dann? Oder da kannst du deine Brünnhageln kannst du auch drauflegen. Okay, magst du wieder nicht. Nein. Terror Place, merci dir! Gillette Birger rasiert gegen Strich. Nur Kuss auf den Nuss, merci dir. Der nasse Fußball, der jeden schon in die Fresse geflogen ist. Sehr gut, genau so riecht er. So riecht er, kann ich sagen. So, haben wir es? Ja? Haben Sie zufrieden mit einer wunderschönen neuen Glatze? Der Kurs ist vorbei. Das war ein Kurs, ja stimmt. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich machen? Um in den Salon zurückzukehren, nähere dich der Ausgangstür und klicke sie an. Ich klicke sie an. Ausgangstür angeklickt. Okay! Die Frisur ist ein hilfreicher und süßer Roboter. Was? Der Frisur? Was? Vereinbare Kundentermine und beginne zu arbeiten. Ja, kommen Sie! Es ist bloß was ich halt wichtig finden, da ist, du kommst in den Arbeitsschritten nicht weiter, wenn du das nicht. Also wenn du die Prozent. Es ist halt einfach kacke, die Prozentanzeigen zu füllen. Das ist so, das müsste man wegmachen, finde ich. Dass du nach eigenem Ermessen sagst, hey, du bist fertig, schaut gut aus, und dann wird irgendwie eine Bewertung abgeben und dementsprechend verdienst dann dein Geld, wie nah du an der Vorlage bist. Und nicht, es ist alles unterteilt und ich sehe genau, okay, die Fläche ist fertig, die ist fertig, das ist ja langweilig. So. Ja, ich darf es gerne umziehen. So. Der Hope Dickinson. Kommt, Stunde oder Zeit. Was möchte er? Glätt den Foki. Der Keith Mitchell. Kommt gleich am 11. Dann können wir schon wieder zusperren. Nein, mir reden wir mir halt sowieso nicht. Bist du sicher, dass du keine Kundentermine mehr machen willst? Nein. Die Hand kann nicht mehr. Was laberst du? Verschiebe das Kundenpanel, haben wir schon. Warum ist, was bedeutet Orange? Was bedeutet Orange? Machen wir so. Ja, Orange haben es dann, wenn man es festgesetzt hat, oder wie sehe ich das? Ja. Speichern. Ja. Okay. Jetzt kommt Kundschaft einer, oder was? Aufmachen? Bist du sicher, dass du die aktuelle Phase beenden willst? Nein! Hallo? Hallo, Frau Dickinson. Okay. Kenn mir die Haare. Sitzen, geh jetzt bitchen hier. Sitzen Sie einer hier. Ja. Und das ist jetzt. Mann, das hast du mir schon gesagt. Die Frustration deines Kunden steigt mit der Anzahl der Fehler, die du machst. Wenn sie zu hoch wird, verlässt der Kunde vielleicht das Lokal und gibt eine schlechte Bewertung. Das ist natürlich nix. Aber ab wann wird er lästig, wenn ich ihm ins Gesicht erkannt bin? Oder was ist der Plan? Zufrieden. Und wenn ich jetzt das noch mehr erkannt bin? Ab wann wirst du lästig? Miss Dickinson. Hä? Miss Dickinson, ab wann werden sie lästig? Wie oft der wieder durch Tor durchgefahren? Läuft da eigentlich eine Zeit ab oder so? Okay, komm. Und das machst du jetzt Kundschaft für Kundschaft. Das Einzige, was irgendwie halbwegs Spaß macht, also wirklich freudig macht, ist, wenn man da halt wirklich Frisuren machen kann. So richtig die Haare verändern, stückelweise zuschneiden und nicht einfach nur Prozentbalken abarbeiten. Jetzt nehme ich das andere Instrument, Werkzeug, was auch immer, und mach genau dasselbe wieder. Ich markiere da. Und wenn ich dann nicht markiere, was da nicht gescheit geht, kann ich da unten markieren? Ah, okay, man kann das da so aufmachen, ja, okay. Ja, das geht schon besser. Das geht eben schon besser, da brauchen wir gar nicht schmerzen. Ah, jetzt schau her.
Ja, also abbauen die Fließbandarbeit. Haben wir sofort wieder im Supermarket-Mode. Ah, hier, absolutes Pro-Gaming. Ja. Aber du kannst halt keine Scheiße bauen. Das war in sowas so wichtig. Alter, gib dir die Alte, wie schaut's denn aus? Weißt du, wenn ich mit deinem Kopf am Boden wisch, dann schaffe ich mehr als mit dem Babystaubsauger. Verdientes Geld, 100 mal 1 ist gleich 100. Das hätten wir Depp sagen können. Gewonnene Publicity 160. Beschleunigen Sie den Kundenaustritt, beende die Arbeit mit dem Kunden. Was soll denn das heißen? Ich beschleunige den Kundenaustritt, was auch immer das heißen mag. Schaust lang gewinnst, du Scheißaushur. Echt jetzt? Und jetzt kommt dann einfach die nächste Person rein. Also ich muss, ja okay, denke daran, deinen Arbeitsplatz nach dem Kundenbesuch immer zu reinigen. Ja, der wird nicht von Arbeit gefallen sein, ich hab nichts gemacht. So, dann kommt der nächste. Ah, ich hab dich schon gehört. So, was kriegst du? Hey, der Gottschalk! Tommy Boy! Gut schaust du aus! Da deine gar nichts, du da deine gar nichts machen. Kannst gleich wieder umdrehen. Feit sie nix. Du, da feit sie nix. Was machen wir mal? Kämme die Haare. Muss ich mit dem Trottel jetzt einfach genau denselben Scheiß machen, oder was? Okay. Schade. Schau dir seine Friese an. Schau dir seine behinderte Friese an. Ja. Schönes Haar. Ah. Und Thomas, wie gefällt's dir? Kannst du mir wieder Folge wetten, das mal? Ah, was ist da? Was ist da? Rasiere den Kopf des Kunden, Karl! Was? Wieso mit der Feuerkampe, du dämliches Arschloch? Was soll das? Wieso soll ich... Wieso? Wieso hab ich denn... Herr Gottschalk, wieso hab ich einer vorher eine scheiß behinderte Mähne frisieren müssen, wenn ich es jetzt abrasieren soll? Sag! Sag! Dann schaust du mich an, als hättest du vorher 15 Dübel geraucht! Oder gefressen! Ah, dann kriegst du einen Lumpi. Einen sogenannten Lumpi kriegst du da von mir. Ah? Das ist die Vollmönchsplatten. Ah? Schau dir an, du Trottel. Was? Kann ihn einfach so wegschicken. Fordern Sie den Kunden auf zum Verlassen auf. Ja, Tommy Boy, I have some bad news for you. Ich würde sagen, du bist ja einer der ältesten Influencer jemals, aber die tun dir noch einen Gefallen, den nehmen wir weg. Und dann muss ich leider Gottes sagen, das sehe ich nicht ein, dass ich die Torkampe und dann abrasiere. Wir setzen jetzt einen neuen Trend. Pass auf, jetzt haben wir noch einen Klett im Focki. Kann man das einfach machen? Ja, easy schon, ja. Oh, ist wieder lästig. Oh, ist wieder lästig, der Tommy Boy. Dann machen wir nur noch die linke Seite. Tommy, machen wir bloß noch die linke Seite. Kim? Mal so. Oh, jetzt wieder lästig. So. Hey, Tommy Boy! Bevor es lang lästig wird, schau, dass du lang gewinnst. Sind Sie sicher, dass Sie den Gast verabschieden möchten? Schau dir da, wenn der nicht fertig ist, weiß ich auch nicht. Jetzt schau, dass du lang da. Hier! Easy! Aufgabe nicht erfüllt. Tja, machen wir lieber ein Foto. Screenshot aufgenommen. Herr Gottschalk, vielen Dank für Ihren Besuch. Bitte empfehlen Sie uns weiter und ich beschleunige jetzt den Kundenaustritt. Tschüss dann. Was ich jetzt noch hart feiern darf, ist, wenn du da dort stehst und schaust aus dem Fenster aus und dann laufen die Leute draußen mit der Frisur rum, die du ihnen gegeben hast. Das war so geil. Und dann vergehen halt so Tage und so, natürlich ein bisschen beschleunigt und dann wachsen in der Tor wieder nach langsam und so. Dass es halt echt ist, das war so geil, Alter. Das war so geil.
Was für eine saudumme, dämliche Scheiße. Okay, ja, nächster Tag, das war sehr aufregend. Hat einer, der war von Fallout 4, Kinder des Atoms. Ja. Gewinne aus weiteren Salons. Haben wir natürlich gewonnen. Gewinne aus den Salons. Anzahl der Kunden 2, gewonnene Erfahrung 160, Kundenbewertung so. Ist akzeptabel. Hey, 50, Alter. 50. Gewinn $100, nimm ich. Gewinn der Angestellten 0. Zusammenfassung 100. Ja, jetzt will ich sofort einen Angestellten her, weil die Scheiße mache ich nicht nochmal. Sag ich dir, was ist. So, sauge alle Haare auf. Muss jetzt an Tommy seine geschissene Brunzwar auch noch zusammenkehren da. Kann man den nicht zusammenkehren? Nein, natürlich nicht. Macht da gar keinen Sinn mehr. Da muss ich meinen Babystabsauger aus. Und jetzt ist er voll. Herzlichen Glückwunsch. So, dann müssen wir da einen Termine vereinbaren. Was haben wir denn da? Sam Baker, du bist der Erste, du kriegst gleich mal saubere Glatzen. Der Noah Sturt und Laura McHugh. Alter, was möchte die für Vollprogramm innerhalb von einer Stunde? Bist du vollkommen besoffen oder was? Vor kurzem hat sie ihren Mann beerdigt, ihren dritten. Was? Aber Kundeninformation. Ein Mann der wenigen Worte. Sam Baker. Und nicht sehr kluger noch dazu. Ist vielleicht selbst kein Superhirn, aber man kann nicht behaupten, dass er nicht mit Herzblut bei der Sache ist. Früher hat er nebenbei Gelegenheitsjobs erledigt. Jetzt konzentriert er sich voll und ganz auf die Entwicklung seiner Punkband. Außer natürlich in den Nächten, in denen er Pizzen ausliefert. Was tue ich mit der Information? Was, es ist gut gemeint so. Kundeninformation, eine kleine Geschichte zu unseren Scheiß. Aber was tue ich? Why? Just why? Ich bin in einem abgefuckten Keller, in dem ich meine Mebens selber nicht einrichten kann, wo es mir alles vorgeben wird. Schau mal, was der Noah so zum Sagen hat. Noah, was machst du in deiner Freizeit? Da gibt es wieder kein Battle nicht. Kundeninformation. Versteckt, Gerüchten zufolge Schätze im Haus. Was? Wieso? Also einfach, just why? Why? Why are you telling me this? I don't give a shit, Alter. Geh einer, hock dich hier, halt dein Maul, gib $100, verpiss dich. Da werden ein paar Löcher zu mir. Ja, geht leider nicht. So, wo ist jetzt die erste Kundschaft? Jetzt gibt's ein Glatzen. Wo meinen jetzt seine Haare spontan blond waren? Sag mal. Rasiere den Kopf des Kunden, Karl. Was ist mit dir, Alter? Und der scheiße richtig. Scheiße. Ja, da wo der Franziskar, die Franziskare von damals, ja, die ausschaut wie eine unterfegelte Mit-40erin, haben wir da unseren unterfegelten Mit-40er, der verzweifelt versucht jetzt Dinge aufzuholen, die in seinen 20ern leider Gottes durch die Lappen gegangen sind. Da wird jetzt ein Motorrad gekauft, wobei mit Pizzas ausfahren wirst du nicht recht für Mopeds kaufen. Und denkst du so, gibst du auf ein Konzert mit den Haaren, so wie er ausschaut und mit einfach so, ja, jetzt ist mal fetzige Jacken oder das passt schon, Schuhe, keine Ahnung, passt auch, normale Jeans, ja, Punk. Und dann diesen hier. Punk, beste Leben. Ehrliches Feedback, ich brauch's nicht nur mal. Schon lustig, aber es feit die Freiheit, was Lustiges zu machen. Ein Stream ganz lustig, aber 2 brauch's ich persönlich nicht. Da frage ich euch halt gar nicht, ob wir das nochmal spielen, sag ich dir, wie es ist. Weil da feit einfach der Freischaltsuchtfaktor, die Freiheiten fein und ja, schwierig. Schade. Aber gut, wer weiß, wir pimmeln jetzt schon ein bisschen hin, wer weiß, vielleicht kommt noch irgendwas Tolles. Schauen wir mal, was wir auf Level 2 kriegen, wenn irgendeine lustige Mechanik kriegen. Ein bisschen Freiheit haben wir ja, so ist es jetzt nicht. Aber nicht viel. So, jetzt wird erstmal der Bimbus rasiert. Flo, habe die Ehre, ich bin jetzt auch da. Heute hast du nichts versandt, zumindest bis jetzt. Ein bisschen mal zu, ein Gottschalk-Emotion, das war ein guter. Sandbox-Modus, ja. Ich glaube nicht, da muss ich erst in der Kampagne weiterkommen, glaube ich. Habe ich am Anfang gelesen. Hey man, I have no idea what to do with that bird's nest on my head. Bird's Nest mit Schuppen übersetzen ist fragwürdig. First I had a mohawk, grew it out, dyed it red. My mates from the band told me just to shave it all off. So why don't you? Ain't got much to lose. Can't look any worse than I do already. And we got a gig this evening. Maybe you could come. Du kannst mir mal Arsch legen, was ist mit der behinderten Musi, die erst 2 Akkorde bestellt.
ja. Relax. I'm gonna pay you with real money. We're not famous enough to pay people with show tickets. Yet. Gott, halt deine dumme Schnauze und lass dir deine scheiß Haare rasieren. Du Trottel. Da. Großer Spaß. Kriegst genau nicht. Wieso hat jetzt er eigentlich Stoppel? Der andere hat keinen Stoppel gehabt, der hat einfach einen straighter Glatzen gekriegt. Dann machen wir jetzt so. Ja, fahren wir ein bisschen nach rechts rum. Oh, jetzt gleich bin ich in seinen Nosen drin. Bin mir nicht sicher. Oh, Entschuldigung, ich hab da den Hals eingeschnitten. Machen wir so. Ein bisschen durch die Haare durch. Durch die Augen durch. Vor allen Dingen. Das ist das Allerwichtigste. So, wieder auf. Das ist wie ein Tapetenstreicher. Ha? Wo fasst du da umeinander? Kommen wir da um. Da müssen wir eine Efficiency Competition draus machen. Das hilft nicht. Machen wir so. Warum werden die nicht die Haare immer gelb? Was ist das für Mist? Oh, ein bisschen ins Auge. Oh, Entschuldigung, ich hab das Auge ausrasiert. Eigentlich soll ich den mit den zwei Fetzen an der Seite heimschicken. Schau, noch ein Trottel. Manchmal kommen die Rasiermaschinen manchmal so schön auf den Fleck rein und manchmal geht's überhaupt nicht. Grutze fix, was für ein Schrott. So, haben wir schon, gelangt dem schon. Da ist der noch weggehört. Ich glaube, das Effizienteste ist, einfach geradeaus umzufahren. Und ein bisschen, das ist wie Fade-Up-Man im Landwirtschaftssimulator. Fast das gleiche. Bloß, dass da mehr Letten rausfallen. Ja, sehr punkig. Nice, beschleunigen Sie bitte den Kundenaustritt, weil sonst einen Schlaganfall kriegt, du Trottel. That looks sick, man. Ja, komm, es interessiert mich nicht. Ab! Linke Maus also gedrückt halten. Tschüss. Bye, bye. Okay, bye. Ah ja, jetzt wird der Tag übersprungen. Ich kann dazwischen nichts tun. Nächste Kundschaft. Hallo? Na, Zeit wird's. So, bist jetzt du die Missbritschen mit der 5 käme die Haare. Okay. Schönes Kleidl. Betont ihre Lappen. So kämen die Haare. Heute ist. So, welcher Superheld hat mir das Spiegel wieder vorgeschlagen? Also, wir können einmal wieder. Bleiben wir mal kurz ernsthaft so. Ich versuch's. Ich weiß nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Ich muss doch merken, das ist jetzt auch kein Spiel, nicht, das merkst du allein an den Menüs und so weiter, dass das nicht schnell hingeschissen ist. Außer da haben 10 Leute dran gearbeitet. Da muss ich doch merken, dass diese Instrumente, Werkzeuge, die ich da benutze, dass das alles das Gleiche ist. Es ist einfach immer dieselbe Bewegung. Die Kopfhälften sind in dieselben Dinger unterteilt. Ich kann nicht mehr markieren, nicht weniger markieren. Ich sehe nicht, habe ich da jetzt was gegen. Was, du bist schon wieder fertig? Ja, dann schlecht. Also, das muss ich doch merken. Herzlichen Glückwunsch! Level 2, neues Möbelset, neuer Kurs verfügbar. Rein mit dem Kurs! Dann nix, jetzt gibt noch eine Kundschaft. Ah, die letzte Kundschaft, die verschandelt mir. Da, gib mir eine. Kim? Geh in den Job, es ist keine Zeit zum Einkaufen, es ist Arbeitszeit. Ja, das wäre dann schon entscheidend. Ja, ein Kleidl, schöner wie das andere. Befeuchten Sie die Haare des Kunden mit einer Dusche, okay. Du bist die wieder das ewig lange Vollprogramm haben möchte, wo jetzt wieder 4000 Mal denselben Scheiß machen muss, oder? Warum die da über... Mann, ist ein wenig ein Trick drin, sparen wir mal den Trick raus. Ab wann geht's denn auf den Sack? Gute Frau, da. Ich komme, wo ich will! Wann ich will! Und im Spiel nur leider Gottes nicht in welcher Farbe ich will. Das ist so... Weißt du, ich versuche mich hineinzuversetzen in Leute, die nicht so viel Computerspiele spielen. Die vielleicht, die Mädels haben vielleicht Bock auf sowas da. Wobei er als Typ nicht abgeneigt war, wahrscheinlich, wenn das einfach besser gemacht war. Ja? Abwechslungsreicher gemacht war, freier gestaltet war. Vielleicht kann das der Sandbox-Modus, aber selbst dann, ob ich das Graffe jetzt da irgendwo hinstehe oder da, jetzt mache ich mit dem Shampoo-Ding genau das gleiche. Ich fahre einfach die Haare da durch. Ja, egal wie ich das mache, ich darf erst weitermachen, wenn da rechts oben
alles auf 100% ist. Und das ist halt so, das machst du genau 2 Mal und dann war's das halt. So. Ja, dieser geile Ton. Da ist 3 Pfund Shampoo um 22% alles. So. Und jetzt muss ich wieder das machen. Einfach dasselbe nochmal machen so. Was soll denn das eigentlich? Was? Und jetzt stellst du dir vor, du sitzt jetzt da 40 Stunden da und tust das. Brauchen wir doch keine erzählen. Das brauchen wir doch trocknen die Haare. Wie? Da mit einer. Ja. Wenn es an mir geht, dann ist er so lassen. Ups. Entschuldigung, Frau, ich hab vergessen, was geheißen haben. Ich habe an der Seite da. Ja, da kann. Oh, ups. Ja, das sieht keiner. Warte, da campen wir ein wenig umcampen. Und das war halt auch geil. Wenn ich jetzt das Campen nicht mehr kann und ich kann Tor so campen, wie man es halt einfach frei campen. So. Ja, dann ist das zucampen und schon gespannt keiner mehr. Na, so kann ich es vielleicht wegen frei föhnen, was? Upsi. Da können wir wieder schöne Lockerl. Ja. Schöne Lockerl. Schauen schon gut. Da, das föhnen wir drüber. Du, gute Frau, da föhnen wir mir drüber. So. Ja. Schau her, bis ich da so. Na, bevor es ganz lässig wird, noch haut's noch ab, das ist nix. Noch müssen wir noch ein wenig reinföhnen. Ein bisschen reinföhnen. Da haben wir noch ein bisschen Feuchten drin. Ein wenig Feuchten ist da noch drin, habe ich ja gesehen. Da haben wir noch 14% Feuchte, rechts hinten. So, Aufgabe Liebe, kämme die Jahre. So, jetzt erst campen. Ja, Entschuldigung. Das habe ich natürlich übersehen. So. Hey, Entschuldigung, das da Feithälften, aber das der war ganz schnell wieder runter, das passt dann schon. Ah, schön Tee. Wunderschön, ja. Ist irgendeine. Wir haben ja weibliche Zuschauer. Nein, haben wir ja. Ist irgendeine weibliche Person da, die das anspricht? Jetzt nicht, weil sie schlecht redet und weil ich es schlecht finde. Es ist offensichtlich schlecht. Die sagen kann so, ja, ist ganz nett so. Die sagt, da kann man Spaß drauf haben so. Ich meine, ihr habt da mehr Bock drauf, so, was soll der Krampf da? Ja, also Glätten auch noch. Glätten im Focki. Kriegt er dann schon 500 € anstatt 100. So, Moment, wo man auch so. Da, es ist halt immer die gleiche Bewegung. Immer das gleiche Haarball. Und wenn ich mich einmal daneben drücke, dann komme ich nicht mehr hin und. Es ist halt immer das Gleiche. Und jetzt haben wir nicht einmal. Ja, wie lange haben wir jetzt da gespielt? Stunde. Moment, kann ich das so markieren? Ja. Jetzt noch Bierdusche ist gut für die Haare. Hab ich auch gehört. Aber ich war kurz verknappt. Ja, schaut nicht gut aus. Schaut gut aus. Ja? Alte Quadratschädel, der alte. So, beschleunige die Kundenaustritt. Ich muss einen neuen Kurs machen. Vielleicht kriegen wir noch was Schönes zum Singen. Das war der letzte Kunde für heute. Willst du den Tag beenden? Ja! Wie oft muss ich noch jetzt noch drücken? Nee, es spricht mich nicht an. Denke ich mir schon. Also, das war grob fahrlässig, sag ich ganz ehrlich. Für 250, die Alte hat uns bloß einen Fuch. Kann man mir da eigentlich in dem Termin auch irgendwie einen Preis festlegen? Die hat jetzt da nämlich 4 Arbeitsschritte gekriegt. Was hat uns die Zeit? Kann ich das nochmal sehen? Muss ich wahrscheinlich beim Termin ausmachen. Muss ich mir das anschauen. So, Friseurkurs! Was haben wir da? Oh, wow! Kurs 2, Haarlocken. Lass mich raten, ich fahr mit dem Lockenstab genauso durch wie mit dem Campe und mit der Dusche und mit dem Shampoo und mit dem Glätteisen und allem. Möchtest du wetten? Und Gaudi, oder Gudi, oder wie es da immer geheißen hast, laber mir jetzt ja nicht voll. Ich schwör's dir, das ist sie schon wieder. So, schau, dass du hier hockst. Übrigens, ich möchte betonen, dass ich sag das nicht, das ist schlecht, weil sie besser hinkriegen hat, aber ich beurteile Spiele. Das mit die Haarphysik und so, das kann ich mir schon nicht ganz einfach vorstellen, aber trotzdem. Das macht's nicht besser. So, ja, selbe Scheiße wieder, lass mich raten. Lockenstab. So, Lockenstab, da haben wir verschiedene Locken, jawohl, eine schöne Locke, dreh die Haare Locken. Machen wir große Locke.
Die drehen wir wieder auf, der haben uns leichter und dann. Also, Innovation. Innovation! Da muss man nach oben. Okay. Mach schon mal eine dünne Locke drüber. Dünne Locke. Das war doch jetzt ein Glätteisen, ne? Muss ich das 5-mal machen? Oder was möchtest du von mir? Also die Locken da unten möchtest du haben. Okay, dann müssen wir nochmal schnell aufgekampen. Nein, aufgekampen, habe ich gesagt. So, und jetzt? Ja, wunderschön! Ja, das ist so innovativ. Jetzt muss ich halt meine Maus nach oben schieben. Okay. Ja, krass, Alter. Wenn man da keinen Kurs nicht braucht, dann weiß ich auch nicht, für was man sonst einen Kurs braucht. Ja. Innovation. Große Gameplay-Bereicherung. Danke. Ah ja, Kurs vorbei. Aha. Großartig. I hate myself and I want to die. Um einen großen Künstler zu zitieren. So, der Michael, der schwappt leider. Komm, fertig, weil wie lange müssen wir es noch aushalten? 25 Minuten noch. Und dann machen wir einen Blade-Schmerz, weil das ist der Mr. Amber Gibbons. Jetzt passen wir auf, das können wir aufklappen. Da, und da kriegen wir 100. Die hat 1, 2, 3, 4, 5 Arbeitsschritte. Und zahlt 100. Die Allison, die möchte bloß Glätt in Focki, die zahlt uns einen 50er für einen. Es steht überhaupt kein Verhältnis, Amber. Du kriegst einen Scheißdreck von mir. Okay, alle Termine sind voll, verpiss dich. Zeiler, McGee, 1 Jahr, 2 lasse ich mir eigen. Was zahlst du? 50er, was zahlst du? 150. Für Campen und Haarschneiden. Bruder. Da nehmen wir alle außer die Amber. Ist das vielleicht so, soll dieser Gameplay-Mechanik sein, zu entscheiden, wen man nimmt und wen nicht? Addison Delaney. Niemand mag sie, aber alle lieben ihren Hund. Diese geilen kleinen Geschichten. Ja, das Beste im ganzen Spiel sind die Geschichten. Seit Jahren träumt sie davon, ihre alte Wohnung zu renovieren. Gute Information, Gott sei Dank, dass wir das jetzt wissen. Der Clark, er wollte ein Stand-Up-Komiker werden, aber der einzige geeignete Club in der Gegend wurden geschlossen. Ja, es gibt ja bloß diese Gegend auf der Welt, das ist so klar. Und dann haben wir noch Adeline, was weiß ich, seit Jahren träumt sie davon, ihre alte Wohnung zu renovieren. Ah ja, und schon haben wir den Repetitive Shit. Ich hab keine Termine mehr frei, die anderen sich schleiern, wenn sie sich ihre 8 mit die Hormen angreifen für einen Hunderter. Kannst du mir am Arsch lecken. Mein Arschgrunzen zieh ich durch. Es fällt unter die Rubrik Spiele, die die Welt nicht braucht. Ja, man hat einmal eingelunzt, es hätte auch lustig sein können. Und um ehrlich zu sein, habe ich es eigentlich auch erwartet, dass man da lustigen Scheiß machen kann. Aber du bist halt leider Gottes so eingeschränkt. Und jetzt, das ist jetzt schon repetitiv, das ist der 3. Tag. Und ich mache nur die gleiche Scheiße. Pass auf, wo wollen wir? Haare glätten. Nimmst Glätteisen und recht viele Werkzeuge gibt's da nicht. Da haben wir den Farbpinsel, das ist genau dasselbe wieder, bloß dass wir 5000 Mal die Haare auf und abklappen müssen. Dann haben wir da, was haben wir da noch? Was kann das da sein? Das ist ein Cockring. Da haben wir, ja, Haare wieder feucht machen. Da haben wir eine Hand. Die Scheren könnten noch interessant sein. Mit den Scheren kann man eventuell Bullshit machen. Je nachdem, wie man Tor schneiden kann, ob man es wirklich genau schneiden kann, schräg und was weiß ich. Da könnte man eventuell ein paar Bullshit-Frisuren draus machen. Aber ich stehe da leider Gottes auch nicht dort, ab welchem Level das man es kriegt, weil sonst hätte ich da jetzt schnell hingespeedrunnt. Das war das Einzige, wo ich noch sage, okay. Wenn man selber Frisuren kreieren kann, so wie es in Pizza Connection zum Beispiel ist. Dass man eigene Pizzen kreieren kann und dann reagieren die auf den Markt draußen, auf die Trends draußen, Leute kämen und wollen die Frisur, wow, die ist voll super und lauter so ein Schei, aber für das gelangt es halt nicht. Für das ist dann zu schnell hingeschissen. Und das war's jetzt wieder. Ja, du bist fertig, ich mag dich nicht sehen, verpiss dich, ich beschleunige. Für das Game braucht man auch schon Absinth, ja. Bürger mit dem Scherenhänden, das wird lustig. Na. Ich weiß nicht, ob da ist leider nicht recht viel rauszuholen. Der Kurbischat, schau halt bei den Kurse, da sagt man bestimmt, wann es das kriegt. Da kann man eigentlich mehr nicht. Ja, stimmt, kann man jetzt gar nicht schauen. Ja, fertig mal schnell die 3 Idioten da ab da noch und dann schauen wir nochmal, vielleicht sagt man ab, wann man es kriegt.
Aber wahrscheinlich ist es die interessanteste Gameplay-Mechanik im ganzen Spiel. Und damit dreh die Haare zu Locken ein. Weiß man, welche Locken sie haben will. Naja, das wird dann immer sauber angezeigt. Große Aufregung, jetzt müssen wir nach oben. Bin ich nach oben, damit nichts passiert. Aha, ja, das dauert auch ein bisschen länger zum Durchfahren. Wie die anderen. So. Aha. Man könnte aus dieser Idee tatsächlich was machen. Aber das wirkt halt wie schnell hingeschissen so. Mal ein Frisurensimulator, irgendein Trottel-Streamer kauft's schon. Schau so. Ja, nächster. Rasier dich einfach und fertig. Da kriegen wir kein XP. Nicht, dass wir jetzt XP verschenken am Schluss aussehen. Kommt jetzt da noch jemand, oder was ist denn das jetzt da? Dackelt sie jetzt da davor, oder? Alter, ja, das Bumm voll schon hin. Zwei Zwillinge, weiß ich nicht, der eine fickt den anderen in den Arsch im G, oder was ist mit euch zwei Trotteln? So, was wieder käme die Haare. Gibt's Typen, die zum Friseur gehen, zum Haarcamping und dafür wirklich Geld zahlen? Hast aber wirklich einen geilen Helm auf, Alter. Geiler Helm, starker Helm. So, frisieren. Auf mit dem Schund und wieder nach unten. Ja, große Aufregung, großer Spielspaß. Weißt du, das kannst du am 5-Jährigen. Am 5-Jährigen kannst du das Spiel hinsitzen, 6-Jährigen vielleicht, und kannst sagen, da schau her, darfst ein bisschen Haarcamping und so. Die könnten das lustig finden. Also, jetzt müssen wir Karl rasieren. Karl rasieren, was ist mit mich rasieren? Wir machen es jetzt einfach so. Los. Und bis ganz hinten. Geradeaus durch, passt schon. So, sitzen wir da. Machen wir so. Wunderbar. Das war schon ganz witzig da so. Der ausgefranste Tennisball-Typ. Aber so richtig Meng. Also so richtig. Das ist so richtig so, ja, machen wir mal schnell. Passt schon so. Irgendjemand taugt schon. Ah, das ist doch geiler Schiebe. Schöner Bosheit-Schiebe. Ja, was ein Schrott. Ah. Der Rest ist schon selber ausgefallen vor lauteres Wut. Du warst ja schon einmal da, dein Gesicht habe ich schon mal gesehen. Oh, Level 3. Mitarbeiter! Der Michi! Hey, du, wir werden mal ein Michi ab. Was ist jetzt wieder? Kommt das noch einer? Nein. Wenn du dein Friseurreich ausbauen willst, brauchst du vertrauenswürdige Leute an deiner Seite. Deshalb musst du zusätzlich Personal einstellen, damit sie sich um deine Salons kümmert. Wenn du an einem bestimmten Tag im Salon arbeitest, kümmert sich deine Angestellten um die unangemeldeten Kunden. In deiner Abwesenheit sind die doch für die Verwaltung des ganzen Salons zuständig. Jeder Mitarbeiter braucht seinen eigenen Friseurarbeitsplatz. Angestellte haben positive und negative Boni, die sich auf dich und deinen Salon auswirken können. Wähle die richtigen Kandidaten mit Bedacht aus. Jeder Mitarbeiter hat 1 von 5 Qualifikationslevel. Ein höheres Level bietet längere Arbeitszeiten und günstigere Boni. Das tägliche Gehalt der Mitarbeiter richtet sich nach ihrem Level. Ja, Standard-Scheiß halt. So. Ja, wir müssen mal hart zusammen sagen. Betreten Sie das Geschäft außerhalb der Arbeitszeiten und stellen Sie über die Registerkarte Arbeiter ein. Ja, du, ich hab jetzt keine Zeit nicht. Magst die schleiern? Was tut jetzt die unangemeldet da? Die soll sich verpissen. Ich mag zusperren. Kennst du das nicht? Wir haben ja schon zu. Abhauen. Abhauen sollst. Raus mit dir! Raus mit dir! Ja. Pass mir auf. Arbeiter einstellen. Wo haben wir da jemanden? Mitarbeiter. Was haben wir da so? Stellen Sie einen Arbeiter ein. Tägliche Arbeitszeit 5 Stunden, Tageslohn 50, Mitarbeiter Level 1. Da gibt es keine. Um alle 5 Stunden und $50, okay. Was gibt es so für Boni und so weiter? Da war auch sehr viel rauszuholen, wenn du da irgendwann einen riesen drum Salon hast, wo die ganze Zeit Leute reinkommen und du dich drum kümmerst und der Rest drum kümmert. Man kann schon einiges machen. Das Ding hätte genau wieder, gut, der Supermarket Simulator ist ein bisschen weiter und mit seiner Anfix-Spirale funktioniert der ganz anders. Ich habe jetzt da zum Beispiel auch überhaupt nicht das Verlangen, dass ich irgendwas von den Kurse freischalte, weil ich das Gefühl habe, so ist das Gleiche. Schade, hat mich noch interessieren. Aber gut.
Der Mitarbeiter kann länger arbeiten. Aha. Sowohl du als auch der Mitarbeiter werden weniger verdienen. Das ist nichts. Der Mitarbeiter kann länger arbeiten. Mitarbeiter kann die Arbeit verlassen, bevor er alle vereinbarten Kunden bedient hat. Du dummes Arsch, das kannst du vergessen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter nicht aufräumt. Das kennen wir selber, wenn es ist. Der Mitarbeiter kann, das haben wir auch schon, der Mitarbeiter wird kürzer arbeiten, haben wir auch schon, das nicht aufräumt. 10% haben wir da. Haben wir da auch. Tageslohn, nehmen wir einfach den da. Einstellen. Sie benötigen mehr Friseurstühle, sie benötigen mehr Schneidestationen. Ach, das heißt, wir müssen da erst wieder. Jetzt pass auf. Möbel? Friseurstuhl, was haben wir mit der Piano? Irgendwie, ja, kaufen wir irgendwie. Jetzt weiß ich mir wurscht, wie die ausschauen. Halt doch dein Maul. Hat das irgendeinen Scheißdrecksunterschied machen? In so einem Frisiersessel, dann nehmen wir die ganz billigen $80 Schund, wie der klang schon für die, du Trottel. Kaufen, abbrechen, raus aus der Bude. So, haben wir so anpacken. So, der soll gefälligst, pass auf. Der tut neben mir. Der tut da dann so. Darfst ins Eckal schauen. Kundschaft, so ja, was da warum? Darfst ins Eckal schauen, wunderbar. Dann haben wir da das Ding noch. Das ist da der Frisiersepp. Braucht man da einen Spiegel davor? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Machen wir so, machen wir so. Wunderschön! Wenn das nicht wunderschön ist, dann weiß ich es nicht. So, Mitarbeiter jetzt! Ist es immer noch der gleiche? Ja. Glaube ich schon. Sie benötigen mehr Schneidestation. Was für Schneidestation? Schneidestation? Das ist doch eine Schneidestation, oder? Was ist da was? Da brauchen wir noch einen Spiegel dazu, oder was? Kauft man noch einen Spiegel geschwind dazu. Abbrechen, raus aus dem Schund. Kruzifix. Man muss ihn das so wieder umwerfen. Dann machen wir so. So. Klang denn das jetzt? Haben wir ihn schon! Da kostet es. Der war so schlau. Da muss ich ihm sagen, da ist er im Supermarkt ziemlich leider voraus, weil das Ausstellen auch wieder Geld kostet. Stefan, ich habe leider deinen Euro übersehen. Wenn ich gewusst hätte, dass es so ein Schrott ist, hätte ich es nicht vorgeschlagen. Das kannst du nicht wissen. Also du hast vorher schon mal Gameplay angeschaut, keine Ahnung. Ich habe auch nicht gewusst, was das ist. Aber Fazit, wir haben jetzt noch 10 Minuten müssen wir irgendwie totschlagen. Mitarbeiter, den mag ich jetzt noch sehen. Jetzt pass auf. Termine vereinbaren. Malcolm, 150 für deine 28 Schritte kannst du mir am Arsch leiten. Da hier Noah Gilmore. Wir nehmen nur die bloß eine Sache brauchen, die haben gleich durch. Da ein bisschen Camping, ein bisschen Klettern im Focki. Da ein bisschen lokal, ja freilich. Da tut der Tag, der hat bloß 24 Stunden. Nehmen wir dann Salvatore. Und den nehmen wir noch mit dazu. Da kannst du direkt da. Was meinen denn die? Für 50er, 4 Arbeitsschritte kannst du mir Arsch lecken. Schaut lang, wenn du Trottel. Die Gebrauchsmöbel sind blockiert. Was? Und dann haben wir wieder 4 von mich. So. Haben wir es jetzt? Speichern. Ja. Easy. Ja, damit der Kundschaft sauber hier ins Eckerl schauen kann. Snuffelstück. Wo ist jetzt mein Mitarbeiter? Da. Ja, du hast also genauso einen Stecker im Arsch wie mich. Selber soll jetzt auch mit zum Frisier gehen. Weiß nicht, was da wieder los ist. So, übernimmst du gleich mal. Schau mal gleich mal, was los ist. Haare glätten. Machst du das? Mach ich das? Wie schauen wir aus? Die übernimmt er gleich schon. Ich übernimm. Wie lange wäre denn brauchen? Braucht der Moment ein Battle draus, wer schneller ist. Was brauchen wir? Haare glätten, pass auf. Machen wir so. Oh. Einmal glätten. Einmal glätten. Jetzt lasse ich mal ein wenig Zeit. Er hat, glaube ich, auch nur einen Arbeitsschritt. Und ich habe einen Arbeitsschritt. Können wir gleich noch einen zweiten einstellen, dann brauche ich gar nichts mehr machen. Komm mal rein. So. Gibt's ein Battle. Wer ist der Beste in die Frisier? Sauge alle Haare auf. Das mache ich. Das ist meine Arbeit. Ja, jetzt beschleunigen Sie den Kundenaustritt. Das ist das Allerwichtigste. 10:30 Uhr. Kruzifix. Der Ladescreen nervt halt auch voll. Hallo, passiert da noch was heute oder nicht? Babysauger rausgeholt. Rundum gesaugt ums Eck. Die übernimmst du auch gleich. Ja, der war gar nicht so langsam schon. Da wenn du jetzt noch einen zweiten Mitarbeiter einstellst, dann brauchst du bloß noch hinstellen und warten. Ja, gehst aber jetzt zum Scheißen, bis der Tag vorbei ist. So, was mit dir? Sitzen Sie ja nicht da, Herr Bitchen. Haare glätten. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, gute Frau. Das ganze Spiel nervt voll. Es ist nicht fertig denkt. Es ist, ganz ehrlich,
Keine schlechte Idee eigentlich. Aber halt entweder hinten und vorne noch nicht fertig, was ich nicht glaube, dass das dann noch recht viel weiter geht. Oder es fehlen einfach die anfixenden Elemente. Und normalerweise soll das da eigentlich, ja, der Prozess des Haaremachens, der anfixende Moment sein, aber das ist ja nur behindert. Also beim besten Willen, das ist ja nur behindert. Ich stehe da und zieh meine Maus von oben, der Hund. Und mach 300 Mal denselben Scheiß. Mehr als ein Proof of Concept kann man das nicht nennen. Über das Stadium ist hinaus. Für das ist zum Beispiel das Menüschutz gut. Machst du den? Sehr gut. Ich tue dabei ein bisschen saugi mir, gell? Ja. So, gute Frau, kennen wir die Haare? Ja, freilich kennen wir die Haare. Los, los. Hopp, 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 hopp. Schauen wir mal, wie viel das wir an uns am Tag verdienen. Den nächsten Tag schauen wir uns noch an, wann wir Char kriegen daten. Und dann schauen wir weiter. So, kennen wir die Haare? Große Aufregung, großer Spielspaß. Greifen Sie zu. Das Spiel kostet nämlich bei Steam gerade mal 20 Euro. Tut mir leid. Gut, ich brauche eigentlich auch nicht schmerzen. Mein Spiel ist nach 6 Wochen so lächerlich. Eigentlich nach 6 Wochen. Für das, dass ich bei Null gefangen habe, von Fangwissen her und allem anderen her, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das hier, da 20 Euro draufschreiben, ist eine abgrundtiefe Frechheit, Alter. Schade. Tina Turner für Arme. Kauft da einen Laufhaus-Simulator. Was ist denn ein Laufhaus-Simulator? Gibt's den? Ja, wir brauchen Vorschläge für nächste Woche. Nächste Woche, glaube ich, müssen wir nur einmal irgendeinen Simulator Schrott eiern. Ich glaube, dann kommt noch mal der Biersimulator. Da, ich sitze da und kämme die Haare. Komm, leck mich am Arsch, da kämme. Und warum haben in den Spielen eigentlich immer alle nur Hotpants so? Sag mal! Kämme die Haare. Erneut große Aufregung, großer Spaß. Greifen Sie zu. Nochmal. Haare kämmen, beste Beschäftigung ever. Yeah. Nice. Was ein Goat Simulator? Ein Hausflipper? Da der mittlerweile ja einen zweiten Teil hat. Oh, da müssen wir einen Klett im Foki auch noch machen. Großer Spaß. Ist der Hausflipper was? Macht das Spaß? Der ist nämlich, glaube ich, der Hausflipper 2 ist nämlich, glaube ich, ein nagelneu und der wird mit Sicherheit nicht bloß einen 10er kosten. Wir wissen, mit dem Biersimulator kann der was. Birger, what about Grey Zone Warfare? Soll gut sein. Ja, ist aber hinten und vorne noch nicht fertig. Ich hab's schon, ich hab's auf der Wishlist. Neuer Kurs verfügbar, wenn wir Glück haben, Scherenkurs. Ist das schon immer das gleiche Battle? Aber das mehr hätte ich noch sehen. Kann ich den Tag einfach beenden? Ich beende jetzt. Du, Michi, ob du fertig bist oder nicht, ist mir scheißegal, hau ab jetzt da. Wird schon passen. Tag beenden, Abflug. 6 wird zugesperrt. $250 Gewinn. Easy cheesy, lemon beasy. Und weißt du, was der ich sag? Wir stellen jetzt gleich noch einen zweiten ein. Core Case dem Wurscht, wie wir einstellen. So, wo, ach, wir brauchen dann. Muss jetzt den ganzen Scheißdreck da wieder kaufen. Ich hab doch 2. Ja, ist eh wurscht. So, Friseurkurse, was haben wir da? Verfügbar. Oh, Haare schneiden. In diesem Kurs lernst du, wie man Haare mit der Schere schneidet. Das mag ich noch sehen. Das ist das Letzte, was wir uns angucken, ob wenigstens das was kann. Biersim hat der Dampfel neulich gespielt, war okay, aber echt zack, okay. Oh, Contraband Police, da hat mich auch noch, Herr Schnitzmann, da hat mich auch noch stark interessieren. Wobei das ein ernstzunehmendes Spiel ist, wahrscheinlich. Das soll ja gar nicht schlecht sein. Zitronenbart, merci für den Zwickel. Bevor du das nächste Woche wieder spielst, probierst lieber Rogue Command. Wir spielen das nächste Woche nicht nochmal, bist du besoffen oder was? RTS, à la C&C und Roguelike, Deckbuilder, kostenlose Demo und ist für einen Stream ganz gut. Das kommt einmal auf die Liste, das klingt eigentlich ganz interessant. Netter Genre-Mix. Mal gucken. Aber ist kein Simulator. Es ist immer noch Simulator Mai. So, gute Frau, gehen Sie mal 4 da. Ich mag jetzt wissen, wie man Haar schneidet. Ob ich mich da auch wieder an irgendeinen Scheiß richten muss und das immer das Gleiche ist oder ob ich da einfach jetzt einen Haferschnitt drauf dreschen kann. Wie schauen wir aus? Feuchte das Haar des Kunden mit Wasser aus der Sprühflasche an. Kriegen wir hin. Oh, Entschuldigung. Ja, eine ins Fressbrett.
Das haben wir doch auch schon mal so ähnlich gehabt, bloß mit einer Dusche, wo es automatisch gegangen ist. Warum machen wir das nicht gleich an der Dusche, gute Frau? Hä? Warum machen wir das nicht gleich mit dem Duschhahn, damit gleich Ruhe ist? Muss ich da jetzt wieder so rundum pümmeln? Danke. Benutze die Schere, um die Haare in einer geraden... Oh ja, genau. Oh yes, Sir, genau das habe ich gehabt. Okay. Okay, auf den Haaren können zwei Highlight-Farben erscheinen. Rote Highlights bedeuten den Schnittbereich für die Schere und gelbe Highlights zeigen die Stellen an, mit dem Trimmer gekürzt wird. Okay? In der unteren Ecke kannst du die Länge der Haarschnitte ändern. Soll das heißen? Also, pass auf. Jetzt nehmen wir mal, okay, das mag ich jetzt noch schnell sehen. Was haben wir da? Also. Da schneiden wir jetzt einfach mal Breite des Schnitts. Okay, da kann man einfach länger abschneiden. Und da kann man einfach kürzer abschneiden. Warte mal, schneiden wir einfach mit da so ein Loch ein. Wenn du siehst, friere Haarteile in der Luft mit der Hand ein, um besser Zugang zu erhalten. Ups. Und jetzt die da. Kennen die jetzt da oben, oder? Lassen wir das wieder runterfallen. Sollen wir das wieder runterfallen lassen? Jetzt da. Schneiden wir mal da so ein Guckloch rein. Ja? Und das habe ich mir gedacht. Da schneidet echt jetzt. Und da schneidet er jetzt nicht Tor ab, wenn ich so mache. Ach komm. Macht er das nur da herunten? Probier's nochmal. Ändere die Breite des Schnitts. Und dann werden sie auch genau, die werden nicht genau da abgeschnitten, wo ich es abschneide. Das ist sehr schade. Schwach. Ja, hallo, das ist das richtige Wort. Schwach. Schwach. Genau das hätte so viel Potenzial. Ich darf jetzt gerne zum Beispiel die Spitzel schnipseln. Da, wenn ich es jetzt sauber machen will, einigermaßen müssen es jetzt so dann werden. Ja, dass die Fransen da unten nicht mehr aushängen. Eventuell geht das noch mit einem anderen Werkzeug. Was haben wir da? Fange mit der Hand auf. Haare bewegen. Okay. Bin gespannt. Kann ich so durchschneiden? Nein. Was ein Schrott. Was ein Schrott. Da muss ich jetzt auch wieder so umeinander pümmeln. Friere Haarteile mit der Luft in der Hand, um besseren Zugang zu erhalten. Irgendwas hat er doch gesagt, dass man die Fransen, die geben, nur mit... Pass auf, machen wir so. Was krieg ich denn da für einen Zugang? Was soll das darstellen? Was ist das? Liegt am Tutorial, Eftel. Ja, gut. Lass ich vielleicht auch noch durchgehen. Trotzdem weiß ich nicht, was ich da jetzt tun soll. Drücke liegt, um die Schere zu drehen. Drücke zweimal, um die Haare zu schneiden. Ich weiß nicht, was ich da damit anstellen soll. Mit dem gelben Schund da. Ah, machen wir so. Lass da mich nicht machen. Keine Ahnung, wieso. Probieren wir mal mit der Hand, ob ich da irgendwas backen kann. Ja. Bringt mir genau gar nichts. Was für ein Schrott. Schneide die Haare mit Schere und Haarschneidemaschine. Oh. Sauber Undercut! Ah, check's schon. Ich weiß nicht, was da jetzt wieder kaputt ist, aber lassen wir die Hände jetzt da irgendwo weg. Tu mir die Hände weg. Hände weg, das da weg. Und machen wir diesen hier. Aha. Ja, wir fahren jetzt einfach so runter. Das wird schon meistens da. So.
Ja, du kannst nichts falsch machen. Das schauen wir uns jetzt aber noch schnell an im normalen Spiel. Das möchte ich sehen. Ob ich den Leute vorschneiden kann, wie ich will. Trockne die Haare. Komm. Trick hinterher. Rind. Du Rind! Los! Aufgetüdeln! So. Passt. Kämmen die Haare. Kämmen die Haare. Wunderschön. Jetzt müssen wir mit einmal. Obeziehen. 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 Das war jetzt natürlich ärgerlich, wenn man wirklich dann Frisuren schneiden kann, weil das war eigentlich der lustige Spaß gewesen dann. Nichtsdestotrotz werde ich das Spiel nie sofort nach dem Stream deinstallieren und mir einfach da schießen gehen. Pointify, bevor du den Schmutz nächste Woche nochmal spielst, WoW Season 4 und so, ja, den Schmutz spiele ich genauso wegen. Unterschwelliger Versuch, wieder WoW im Stream zu sehen. Frühestens 4 Wochen nach War Within. Frühestens. So, haben wir's, gehen wir ins Geschäft. Ich möchte sehen, ob man den Leuten einfach eine Frisur schneiden kann, wie man will. Das darf mich jetzt interessieren. Da warten wir jetzt bis wir einen Termin haben. So, jetzt pass auf, Termin. Wer will die Haare schön? Wer will die Haare schön? Da ist ein schöner. Da, Seiler, du bist dran. Mehr brauchen wir heute nicht. Geht schon. Hopp. Birger, gib die Spur zurück. Kann ich nicht, weil ich es über MMO gekauft habe. So, wehe, du nimmst die Kundschaft an. Ich warne dich. Komm. Ich nimm die sofort an. Das ist jetzt der verfickte Ernst, dass er mir die Kundschaft wegnimmt? Dein verficktes Ernst? Dein verficktes Ernstspiel? Are you fucking serious? Da haben wir's, passt schon. Sprühflasche, so, sauber die Türen! Schauen wir mal, was wir da für Matten draus zaubern könnten. Pass mir an. Du kriegst den sagenumwobenen Wolfcut. Und ich werde entscheiden, wie der ausschaut. Ja, schaut gut aus. Jetzt pass auf. So, jetzt pass auf. Jetzt bin ich gleich mal gespannt. So, jetzt hängen wir das da mal so her. So, also wenn das nicht gut ausschaut, weiß ich es ja mal nicht. Dann gibst du mir mal die Schere hier. Dann machen wir einen ganzen Braten. So. Und dann machen wir sicherheitshalber mal diesen hier. So, jetzt bin ich gespannt. Ja! Jetzt pass auf, jetzt bin ich gespannt. Ob man das Flunsal da genau abschneiden kann oder nicht. Machen wir so. Ja, jetzt glaube ich, haben wir da, wo wir eigentlich hin wollten. Jetzt schneiden wir einfach mal da einer so. Ja. Okay, bin schon start. So, da mal, da müssen wir 6, ne? So. Wie oft können wir das machen? Schneiden wir da mal so ein Loch rein. Jetzt passen wir auf. Was passiert denn, wenn wir den machen? Wie? Was? Sind deine Haare aus Beton oder was? Ich wollte da Knie schneiden, du Hure. Warte mal. Entschuldigung, ich habe ein Loch eingeschnitten. Jetzt kann ich es nicht mehr anschauen, oder was? Kann ich es jetzt nicht mehr anschauen? Beende die Arbeit mit dem Kunden. Da. So ein Geheimversteck für Snickers. Ich hab was? Ich hab das Snickers-Fach heute geschnien. Kann ich da noch was machen? So vielleicht? Nein, lass uns wieder oben. Ja, gute Frau, das tut mir irgendwo leid, irgendwo durch. Ja, das soll jetzt freiwillig, wie es ist. Das hätte früher kommen müssen. Jetzt ist es noch 10, satz mir nicht besser, aber heute haben wir leider Gottes eine Schrottspielaussetzung. Aber es hätte auch gut sein können. It is what it is. Was soll ich machen? Aber den Scheißdreck, das ist der Münzschlitz. Okay. Schau so. Okay, tschüss! Bye! Was passiert eigentlich, wenn ich rausgehe? Da komme ich natürlich nicht raus. Wo gehst du hin? Nicht, ja.
Und du bist nicht der Meinung, dass man da mal vorbeischauen soll und das Pferdezipferl ist gleich fort? Ja, schwierig, Spey. Hat nicht. Hätte Potten. Wir haben ja schon ein paar Mal jetzt drüber geredet, glaube ich. Ich wiederhole mich, weil ich sonst auch nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Das alte 4! Du, sich eine Tage muss sagen, dass wir Schrottspiele da haben. Ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Hat nicht funktioniert, glaube ich. War am Anfang vielleicht so einigermaßen kurz die ersten Male ganz witzig, ja. Aber dann merkst du sehr schnell, du machst die ganze Zeit das Gleiche und es ist absoluter Schrott. Hey Kinder, dir hat's mir gefallen. Lief trotzdem ein Like. Einfach aus Mitleid. Ah, das ist ein Schmerzensgeld-Like. Dass ich mir die Scheiße heute oder hab müssen. Ihr habt es wenigstens bloß gesehen. Oh mein, oh mein. Was hat die für ein Problem? Haare wachsen wieder nach. Das ist richtig, Mike. Das sollte eigentlich der Slogan unseres Salons gewesen sein. Mika ist wieder Männerlords. I like. Absolut. Mick, wir sehen uns am Mika 20 Uhr mit Männerlords. Da haben wir ein sehr gutes Spiel vor uns. Das Einzige, was wir da aufhören müssen, ist, den Himmel zu loben, aufgrund der Tatsache, dass bloß ein Entwickler ist. Stimmt nicht. Das sind 60 Leute, die da dran arbeiten. Ah, dann gehen wir gleich mal wieder von der Messlatte hier runter. Die Idee hatte einer, der hat ziemlich schnell Investoren gefunden und jetzt arbeiten, glaube ich, 60 Leute dran. Nichtsdestotrotz, trotzdem ein gutes Spiel, um Gottes Willen. Aber das erklärt, warum das so gut funktioniert. Irgendjemand hat im Chat gerade reingeschrieben, so ist, ja da, der Göckerl schreibt, Birger ist von dir Männerlords auch so verpackt. Nein, überhaupt nicht. Also bis jetzt, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe nicht mehr gespielt seit letzter Woche natürlich. Herr Geibiffe, mir ist wieder ein Drilling. Zum Glück heute spät gekommen. Satz von nix. Das war wohl nix. Helft nicht, komm vor, was soll ich machen? Bergerl, mir ist wieder ein Zwickel. So, jetzt nur eine Stunde hackeln und dann wird sich der Stream daheim nachgeschaut. Da schaust du lieber einen Stream von vor 2 Wochen und tust so, als wäre so, nein. Das ist eine bessere Idee, glaube ich, Bergerl heute. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Ab in die Kommentare, wer sich das komplett gegeben hat. Das mehr wissen. Birger spielt den Biergarten-Simulator. Gibt's das? Gibt es einen Zollsimulator? Ich glaube, dass das Contraband Police, glaube ich, hat es geheißen, oder? Das ist so ein Autodurchsuch, ein Autokontrollen-Ding. Da gibt es auch eins in 2D-Pixel-Art, wo man, das habe ich sogar. Auf irgendeinem Account. Auf GOG, glaube ich, habe ich es. Und ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Papers, Please heißt es. Da tust du also, aber du kontrollierst Ausweise und da habe ich mir zuerst auch gedacht, so, wieso feiern das alle so hart? Was geht denn? Ja, scheiß drauf, kostet nicht viel, hau rein. Dann bin ich bis um 4 Uhr in der Früh da gesessen und habe vergessen, wie die Zeit vergeht. Du kontrollierst quasi Ausweise, was dir verzeiht und was drinsteht und so weiter und musst auf lauter Sachen aufpassen, auf Fehler und so weiter und musst ihn dann weiterbringen oder halt eben nicht. Ganz seltsames Spielprinzip, aber irgendwie Laune bringend. Frag mich nicht warum. Contraband Police macht schon Spaß, also das ist top. Ja, ich glaube, da haben wir auch keinen Schrott vor uns, das ist kein Trash-Simulator, glaube ich, sondern schon einigermaßen ernsthaft. Das schaut ganz witzig aus, das darf mich auch richtig interessieren. Schau mal, Contraband Police ist etwa Papers, Please in 3D mit Extras. Ja, genau, deswegen dachte ich mir so, erzähl ich das einmal so. Hab's komplett gesehen, hab mir 2 Stunden vor meinem Urlaub geschaut. Stefan, es tut mir so leid, ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber man muss auch mal ins Klo gelangen. Ja? Dafür glauben wir das nächste Mal wieder an die Spülung. Herr Mach, gibt es eigentlich noch keinen Simulator? Simulator? Das ist eine richtig gute Frage. Wahrscheinlich schon, so ein Game Dev Simulator gibt es, wo du einen Simulator programmieren kannst. Das ist, glaube ich, nah am Simulator dran. Papers, Please war halt auch ein Stream wert. Ja, kann man auch mal auf die Liste setzen, warum nicht? Komm, Birger, probier mal den Bass. Was ist das? Um 4:30 ist die Nacht wieder vorbei bei mir, also pfiat euch, servus, bis zum nächsten Mal. Hey, tschüss, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Hab's komplett geschaut, ich rede vom Nachschau-Squad, der wahrscheinlich maßlos enttäuscht ist. Aber mei, kommt der auch mal vor. Mika muss ich leider passen, Alter, Champions League. Da scheiße mir lieber selber in den Tent und schlafe so. Bevor ich mir Champions League anschaue. Mein New Summer Car kenne ich auch nicht. YouTube-Simulator, ja, habe ich auch schon mal überlegt, so. Da passen irgendwo natürlich.
Kurierservice Simulator wäre auch mal was. Bin mir nicht ganz sicher, ob das, glaube ich, ist nämlich wieder die Gameplay-Loop, fährt zum Haus, drücken Knopf, fährt zum nächsten Haus, drücken Knopf, bis vorbei ist. Herr Geibefee! Dann warte ich auf einen YouTuber-Simulator. Den gibt's schon. Also ist kein Witz übrigens, den gibt's wirklich. Und der ist noch nicht einmal, ich glaube nicht einmal, warte mal, YouTuber, ja, YouTubers Live ist der erste, YouTubers Live 2 gibt's einen zweiten Teil. Also warte mal. Schauen wir mal, was der Bewertungen hat. 13.700 größtenteils positive Bewertungen. Und er ist halt von 2016. Er ist gefühlt 800 Jahre alt. Seitdem hat sich das YouTuber-Dasein auch ein bisschen geändert. Schauen wir mal. Ich weiß ja nicht, wie akkurat das ist, was man da tun muss. Ich habe keine Ahnung. Und YouTubers Live 2 ist von 2021 und hat 1700 positive Bewertungen. Aber wahrscheinlich muss da so ein Mongo-YouTuber spielen, damit es funktioniert. Also so eine richtig scheiß TikTok-Behinderung. Mit blauen Haaren und so ein Mist. Und deswegen glaube ich, Hausflipper oder Powerwash? Beim Hausflipper bin ich mir doch auch nicht sicher, oder? Alter, der kostet 40 €, was? Bist du besoffen? 6.000 größtenteils positiv ist letztes Jahr im Dezember rausgekommen. Es wird Zeit, den Hammer rauszuholen. Hausflipper ist zurück und zwar rundum erneuert. Kaufe und renoviere verfallene Häuser oder möchtest du neue bauen? Kein Problem. Starte als Flipper-Neuling, hilft den Einwohnern von Pinnacle auf und werde reich. Ich setze einmal Hausflipper und Contraband Police für nächsten Montag an. Da habe ich ein gutes Gefühl, dass das wirklich ernsthaft gute Spiele sein kann. Vielleicht die sowas mengen, vielleicht mag es auch ich, hab Chef damit gemeint so, ich weiß nicht, und dann hoppala. Hoppala, und angefixt ohne Ende. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ist mehr ein Full-Game, kein Sim. Als YouTuber den Träger simulieren. Kannst du halt wahrscheinlich auch nicht. Weißt du halt, wie gesagt, den typischen TikTok-Spasten mimen musst. Wahrscheinlich in YouTubers Live irgendwas. Komplett gut, der Hausflipper. Ja, umsonst hat das Ding auch nicht 6.000 positive Bewertungen. Ja, das ist ja klar. Wenn die Küche losgeht, Hausflipper spielen. Oh, ja, die Küche geht am Donnerstag los. Also eigentlich geht es jetzt schon los, aber richtig ernsthaft los geht jetzt am Donnerstag. Donnerstag wird alles liegen und stehen gelassen und dann wird rausgerissen. Das ganze Wochenende. Ich muss am Sonntag fertig sein mit rausreißen. Das wird sowieso interessant. Schaut einmal, mein Summercar an, Bier, Saufen und Autoschrauben. Mein Summercar, warte mal, kostet auch bloß am 15er. 65.000 sehr positiv, was? Early access to cylinder head leaves pistons out. Bier saufen tut er, ja, umeinander horzen tut er irgendwo. Was ist so und dann? Was muss er tun? My summer car is the ultimate car owning, building, fixing, tuning, maintenance and permadeath life simulator. You start the game with hundreds of loose parts and assemble both car and engine. What? Geile Russen-Techno im Hintergrund auf alle Fälle. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich da wollten soll. Ich sehe nur umeinander fahren und einen Typen, der am Tisch sitzt und Bier sauft. Für 15 €. Ja, gut, nehmen wir mal eine Wunschliste. Da haben wir eine Wunschliste. Geil, wie schreibt, Birger, gibt's ein Video von der Kirche? Nein, meine Kirche geht euch einen Scheißdreck an. Ich sag's freiwillig, was ist. Pomfritz, merci dir! Hat mir ein Buch bestellt. Reich werden durch Betrug. Ist heute noch nicht bei mir angekommen. Er ist alt. Er ist alt, Herr Pomfritz, genauso wie der Pomfritz. Geht Hand in Hand. Geht Hand in Hand. Merci für den 5er Kuss auf die Nuss. Danke dir. Barco, merci für den Resub. Wie wär's mit Not for Broadcast? Macht die Regie von deinem TV. Das glaube ich habe ich auch schon mal. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Not for Broadcast. Was das ist. Oder auch 8.500 gute Bewertungen. Die National Nightly News gehen auf Sendung und du hältst alle Zügel in der Hand. Zensiere Flüche, halte die Kamera auf die Promis drauf und festle das Publikum an dem Bildschirm in diesem dunkel-komödiantischen Spiel rund ums Fernsehchaos. Was muss denn... Ja, kommt auch mehr auf die Wunschliste. Hat Potenzial, hat Potenzial. 25 €. Ja, okay, Preis mir wurscht. Preis mir wurscht, hilft sowieso nicht. Wenn wir streamen müssen wir eine streamen. Das hilft nicht. Zum Schluss gibt es noch eine Kruzifix Küche aufbauen. Gibt es ein Birger vom Videokich? 4.
Na, aber was anderes habe ich noch. Achtung, Achtung. Ich habe euch doch von meinem Projekt erzählt. Wen mein Projekt interessiert. Wann habe ich eine Stunde lang drüber geschmerzt? Ich glaube, letzten Mittwoch oder vorletzten Mittwoch. Ich weiß nicht, in irgendeinem Stream, die letzte Stunde. Der Stream dauert über 3 Stunden. Ich glaube, nach Männerleute haben wir drüber geredet. Da habe ich so ein bisschen hergezeigt, was er kann, wie weit ich bin und so weiter und so fort. Es gibt die erste Alpha-Version zum Oberlohn. Link findest du bei mir im Discord im Mitgliederbereich. Das ist jetzt nicht zum Mitglieder-Ogeilen. Ich möchte nur nicht 1 Milliarde Leute drauf loslassen und dann von 1 Million Leute gleichzeitig zerpümmelt werden mit das kannst du machen, das kannst du machen, das kannst du machen, das auch noch und das und das und das kannst du auch noch machen und das kannst du machen und das kannst du auch noch machen und das kannst du machen. Beitrag lesen, den ich dazu geschrieben habe. Oberlohn. Es geht um einen Performance-Test, mehr oder weniger. Ja, es gibt nur nicht viel. Es gibt einfach ein Gameplay-Loop, du kannst ein paar Viecher zerpümmeln, du kannst Ressourcen sammeln, wenn du stirbst, verlierst 90% davon. Alle 3 Stages, am Schluss kommt der Boss, der Timer bleibt stehen. Dann hast du der kann auch noch nicht viel, der läuft da bloß behindert nach. Es hat Fälle ohne Ende, es ist nichts gepolished, es ist einfach, wie es halt ist, zusammengeschustert, jede einzelne Mechanik, funktioniert's technisch grob, ja. Und wahrscheinlich, wenn mir jemand schreibt, da kann der Bavarian Dream vielleicht ein Liedchen davon singen, der hat mir schon 5 Sachen geschrieben, so, geht es so, das ist so. Ich werde entweder gar nicht antworten, weil ich wahrscheinlich 85 Mal dasselbe kriege, oder einfach sagen, ich bin mir ziemlich sicher, die letzten 6 Wochen, bis vor einer Woche, die letzten 6 Wochen bin ich Tag und Nacht vor dem Ding gesessen. Ich kenne das Spiel dermaßen in- und auswendig, dass ich wahrscheinlich jeden kleinen Fehler und jede kleine Ungereimtheit und Unsauberkeit und jeden Vorschlag wahrscheinlich kenne, bevor es man ihr schreibt. Nichtsdestotrotz hat es einfach nicht besser, wenn ich nicht darauf reagiere, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt halt sehr furchtbar viele Sachen dann kommen mit das war geil, weil dann bin ich nicht mehr fertig und dann birge ich ab. Ja, der Birger birgt ab dann. Das ist nix. Wie geht's deinem Pflanzerl? Herr Werner, sehr gut, den geht's blendend. Warte mal. Kann ich da auf die Schnelle warte mal. Battle reinhauen. Habe ich heute in Buberts-Schmerz gepostet. So wart. Kann ich das? Pass auf. Kann ich das auf die Schnelle in Discord einblenden? Obacht. Da machen wir jetzt so. Das Beutel nehmen wir einfach Buberts. Hört jetzt auf mit der Donaterei. Schluss, Kinder, Schluss. Here we go. Oh, da. Ich bin jetzt kurz da dahinter. Hallo. Aber so schauen meine 3 Pflanzen aus. Und zwei Stück sind noch im Kämmer, die haben aber noch ein bisschen, die haben noch viel kleiner, die haben bloß die 2 Babybleidel und die ersten richtigen Bleidel, die stehen dann woanders. Aber das sind so, die haben jetzt so 3 Wochen alt oder so. Insgesamt so 3 ungefähr. Ich glaube, die schauen ganz stabil aus. Und jetzt warte mal, kann ich die wieder groß machen? No, nicht so wirklich. Da, ihr seht meinen Mauszeiger natürlich nicht, aber bei den mittleren Pflanzen, die 2 großen Bladel, die nach oben und nach unten zeigen, da sieht man es ein bisschen, dass die leicht gelblich verfärbt sind. Ja, leicht gelblich verfärbt, aber nur an die Spitzen. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass es ein bisschen zu lang in der Sonne stirbt lassen, nur einen Tag. Einen bestimmten Tag. Das sind komische Tomatenpflanzen. Ja, das sind auch Peperoni. Der Pupazzaroni ist das. Geht's der Bürgerin auch wieder besser? Ja, mal so. Die hat sehr viel unter Kreuzweh zu leiden. Bürger war jetzt mit Flashing Lights, da trifft Trash-Optik auf eine gute Simulation des Blaulichtmilieus. Was ist das Blaulichtmilieu? Das kenne ich nicht. Oh, mein Lieb. Die werden schon noch. Die haben jetzt in der letzten Woche gescheit gewachsen. Wirklich gescheit gewachsen. Ich habe nicht viel Battle gemacht. Ich mache bloß einmal in der Woche eins. Das glaube ich, warte mal, das zeige ich auch noch schnell, weil warum nicht? Das war, ja, ihr setzt das an, da ist scheißegal. Bubatz! Machst du Bubatz Bild? Oh, das ist eh schon automatisch ausgewechselt, sehr gut. Und mal so, zack. Das ist, glaube ich, 1,5 Wochen alt. Maximal 2. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich es gemacht habe. Und da ist schon ein leichter Unterschied.
Das Ding da hat 2 Bladel, beziehungsweise man sagt in der Mitte schon die 4. Bladel kämen. Ganz, ganz, ganz winzig. Und 1,5 Wochen später haben es 10 Bladel. Gell. No. Voices of the Void wäre öfter mal was. Ihr habt so 1000 Vorschläge, die kann ich mir niemals alle merken. Nein! In deinem 4000 Abo Spezial sieht man deine Küche. Was? Man sagt auch im Gustl-Video meine Küche. Ist richtig. Darum muss ich trotzdem nicht ausleuchten, was für Küche. Wen interessiert denn das? Also jetzt mal ernsthaft. Also wirklich allen Ernstes, wen zur verfickten Hölle interessiert, wie mein scheiß Küche ausschaut? Who gives a fuck? Sag mal. Das ist so, da habe ich immer so, es ist kein Front an Leute, die es vielleicht wirklich interessiert, ich verstehe es bloß nicht. Da komme ich mir immer vor, wie diese Instagram-Fotzen, die von jedem Scheißdreck aus ihrem minder bemittelten Scheißdrecksleben alles irgendwo in die Welt posten müssen. Oh, schau mal, Kiko, schau das so, schau das so, schau das so. Das werde ich nie verstehen. Das werde ich nie verstehen. Scheiß auf die Kirche, ich will eine Roomtour vom längsten Klo der Welt. Ah, das Sprengen hat sich so angemerkt. Ah, das wird's einfach nicht geben. Es war schon fragwürdig genug, dass es in die Sims so echt nah an der Realität nachbaut, ob die Scheißbude, dass alles bloß nicht spät ist. Die nächste interessiert dann dein Thron. Es ist irgendwo kann es auch noch, aber ich denke mir jetzt mal, von wem bin ich Fan? Ich bin also nicht direkt ein Fan oder sonst irgendwas, aber ich finde zum Beispiel, was weiß ich nie, ich finde Johnny Depp gut. Interessiert mich, wie den sein scheiß Kicher aus, scheiß doch, mir scheißegal, Alter. Was interessiert mich, so scheiß Kicher, Alter? Was soll ich das nicht? Ich versteh's nicht. Was glauben wir mal ein geiles Spiel für einen Stream wäre es Raft. Da musst du überleben auf dem Flo. Raft kenne ich ausnahmsweise, Herr Lutze. Das fragt ihr Leute, die sich einen Hairdresser Simulator geben über 2 Stunden. Das ist wieder was anderes. Aber was fängt man jetzt mit der Information an? Als weiß ich, wie ein Bürger sein Kicher ausschaut. Außer, dass man sich entweder denkt, schau hier, unser Kicher ist viel schöner, so der indirekte Schwanzvergleich, oder boah, krass, der krasse Kich, der geilige Wichser. Verstehe ich nicht. Nein, verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich kann es verstehen, wenn ich draußen How-to-Kich zusammenbauen mache, damit ich die Kich von der Steuer absetzen kann. Das kann ich verstehen. Der Esmergold hat auch sein Haus hergezeigt. Ja, weil dem auch komplett alles wurscht ist. Ich sag das ganz ehrlich, wenn ich zweistellige Millionenbeträge am Konto hätte, dann war es mir auch wurscht. Ja? Dann wäre es mir einfach egal. Und zwar, da wäre mir generell alles egal. Mal so. Da ich den ganzen Tag, dann ich nämlich gar nichts mehr. Ich dachte den ganzen Tag, ich dachte irgendwann Mittag aus dem Bett rausgreien, sitze wieder her, schalte einen Stream ein und tue irgendwas. Mit es ist mir wurscht, wie viele Leute zuschauen, es ist mir wurscht, ob es denen nicht gefällt oder nicht. Ich sitze mir einfach her und denke mir so, oh, was tun wir jetzt? Keine Ahnung. Schauen wir uns irgendeine Scheiße an und reden wir irgendeinen Mist den ganzen Tag. Oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr, gute Nacht. Geil, wie gesagt, Birger, du bist Fame. Nicht mehr. Darf mich nicht wundern, wenn Leute dabei sind, die juckt, was du regelmäßig abknädelst. Ja, die Daten, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Merci für den Entwicklung. Schluss jetzt mit der Donaterei. Das war halt sauber 2. Für das, was wir heute für einen Spieltag gehabt haben, das war sauber 2. Absolut unverdient. Weder ich hab's verdient, nur das Spiel. Ich bin gerade das Thema, hast du irgendwelche Story-Games oder AAA-Titel auf der Liste? Gar nicht böse gemeint, um Gottes Willen, Mr. SP, wie kann man das böse auffassen? Story-Games haben wir selbstverständlich auf der Liste. In 11 Tagen kommt Hellblade 2. Wird wahrscheinlich eines der Highlights dieses Jahr. Und mit ganz furchtbar viel Glück kriegen wir einen Beta-Zugang für Path of Exile 2. Der soll angeblich im Juni kommen, was ich noch nicht glaube. Aber egal. Wenn Path of Exile 2 kommt, dann machen wir mir dasselbe wie letztes Jahr mit Diablo 4. Was übrigens auch schon wieder ein Jahr her ist, Alter. Wir schalten um 8, 9 morgens den Stream ein und streamen, bis ich nicht mehr kann. Was ja bekanntermaßen so bei 3 Tagen durchstreamen ist. Weil ich halt anders wie andere YouTuber relativ laut, energisch spreche und fast schon schrei und dann kann ich wieder 3 Tage nicht schmatzen und muss der Wifi ihr
Ricola-Ding wieder fressen und saufen, damit es wieder geht. Da muss ich nicht wieder am Flughafen eine Bürgerin vorschicken, die für mich schmerzt, weil ich nicht mehr reden habe können. Das war richtig krass. Wir haben in Urlaub gefahren dann letztes Jahr. Geil, jetzt Schluss mit der Donette. Ja, nur dazu, zweistellig von dir bin ich überhaupt nicht gewohnt. Schluss. Aus. Nicht Amen. Merci dir. Aus jetzt. Der gute alte Ricola-Tee. Genau das. Was hältst du vom Dream so im Gesamten? Ist schon der Musikertyp, oder? Interessiert mich nicht. Hast du schon mal unangenehme Treffen mit Fans gehabt? Ja. Haben aber selber nicht gespannt, dass es unangenehm ist, weil es meistens Psuffer sind dann. Wenn es unangenehm sind, sind es Psuffer. Und dann geht es mir hart auf den Sack. So einen nüchtern unangenehmen habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Was kommt dann next Monday? Das weiß ich noch nicht, Werner. Schauen wir mal. Ich habe jetzt mal 2 Sachen im Kopf. Contraband Police, da hat mich sehr sticker. House Flipper, da hat mich sticker. Goat Simulator 3, da hat mich vielleicht auch mich sticker. Jetzt übersägt er einfach mein Dono. Herr Dragon Cry, so nicht wo. Entschuldigung! Ist zwar kein Simulator, aber schau dir mal Pacific Drive an. Ist ein Horror Survival Roguelike mit Autofahren. Das glaube ich kenne ich. Das glaube ich habe ich sogar auf der Wishlist. Jetzt passen wir mir auf, das soll aber gar nicht so super geil sein. Warte mal, ist das, was ich meine? Na, Pacific schreibt man mit C. Pacific Drive, ist das, was ich meine? Oh, das hat 8000 sehr gute Bewertungen seit Ende Februar. Ja, ist schon auf der Wunschliste. Ist schon das, oder? Ja, ist schon das. Guter Vorschlag, Daumen hoch. Im Pacific Drive siehst du in 2 Stunden nix, gerade mal am Prolog. Okay. Ja, dann ist es vielleicht nix. Für den Stream. Das ist was, das muss ich mir vorher sowieso schauen. Dragon Cry, danke für den 5. Hast du dir schon mal einen Mietkoch in der Küche geholt, der für dich ein Traummenü gezaubert hat? Nein. Ihr wollt wissen, mit was für einer Scheiße ich mich den ganzen Tag vollstopfe. Braucht jetzt die neue Küche eigentlich gar nicht. Ich brauche da eine Mikrowelle stehen, dann war ich zufrieden. Slipside! Mir ist wieder ein Riss ab. Sehr fix schon wieder zu spät. Naja, Nachschau, Squad. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich war nicht, ich habe vorher heute ist nicht so geil. Bestimmt, das Spiel ist ein absolute Scheiße. Wo ist dein Zugang fürs Game? Findest du im Discord? Bin blind. VIP-Channel. Da kommst du nur rein, da musst du deinen YouTube-Account mit Discord verbinden. Dann kriegst du bei mir automatisch du bist Vollbis-Mitglied Rang. Dann sägst du den Kanal, gehst eine in VIP-Schmerz. Und dann gibt es oben rechts ein angeheftet und da ist ein ganz ellenlanger Post, den bitte in Ruhe durchlesen. Oberlohn, Spenden. Walzi, dir schicke einen Link so, du brauchst nicht Mitglied werden, du Zipfel haben. Birger, wie gut kocht Birgerin? Sehr gut eigentlich, bloß ich isse ihre Sachen nicht, meistens nicht, manchmal natürlich schon. Wir kochen getrennt, weil sie einfach Vegetarierin ist, was absolut in Ordnung ist übrigens. Haben wir auch schon 100.000 Mal drüber geredet, mir wurscht, solange wir keinen auf den Sack geht damit. Und ich aber halt nicht. Ja, und ich verzichte nicht so oft auf Fleisch oder Wurst oder irgendetwas Tierisches. Sie ist gar keine Veganerin. Sie hat auch manchmal Rückfälle. Wenn im Volksfest zum Beispiel ein Reindl umeinander steht und dann, na scheiße, habe ich doch schnell einen Batzen Leberkäse und ein Schweiners gefressen. Und 3 Pfund Knödel mit Sauce. Geht's Game auch auf Mac? Nein. PC only und so weiter. Dann machst halt einmal einen Kochstream. Nein. Ja, wobei. Haben wir auch schon mal überlegt. Oder ich habe schon mal überlegt. Spielst du mal Balatro? Balatro kenne ich nicht. Das gehen wir jetzt auch noch schnell. Balatro. Ah, das ist das Kartenspiel-Roguelike, oder? Das ist der Dings, der... Ach, wie heißt dann? Bin jetzt behindert. Der Henno vor kurzem entdeckt hat. Das soll ja auch ziemlich gut sein. Genau, mehr auf die Wishlist. Dann ist Was? Gevegetarierin. Gevegetarierin. Ich glaube, ich habe ihn nicht verstanden. Der Tommy! Ich habe schon lange nicht mehr gelesen. Just Mercy, oder? Merci, oder? Schluss jetzt mit der Donate-Reihe. Graveyard Keeper, das habe ich sogar irgendwo. Weniger Sinn, aber schön gemachtes Spiel. Ich warte, bis du dein Spiel offiziell veröffentlichst und kaufst dir dann ab. Ist auch in Ordnung, um Gottes Willen. Ich brauche einfach bloß ein paar Leute, am besten Leute mit Kartoffel-PCs, mit der Performance einfach interessieren, das ist einmal alles. Kack das Spiel irgendwo regelrecht ab. Ja? Die grundlegendsten Sachen. Geht das Spiel überhaupt auf? Läuft es mit 2 Frames, wenn da 300 Viecher umeinander laufen? Oder läuft es einigermaßen flüssig? Etc., etc., etc. Und dann gibt es sowieso erst einmal lang keine neue Version. Ich werkel einfach weiter dahin.
Und dann werde ich sowieso irgendwann, wenn ich wirklich der Meinung bin, okay, ich glaube, ich kann es wirklich fertig kriegen, dass da einigermaßen kleines Spiel draus wird, dann werde ich mich bei Steam melden als Entwickler und mache Playtests, ohne dass man die Store-Seiten veröffentlicht, und dann kann man Keys ausgeben. Ja, dann geht es einfach mit Updates, ihr müsst nicht jedes Mal die ZIP-Datei runterladen, den ganzen Scheiß. Ja. Auf meiner GTX 560 Ti läuft es mit 30 FPS. Hey, ganz ehrlich, mit der 560er Ti und 30 FPS bin ich zufrieden. Auch wenn es alles auf Low draußen so, bin ich zufrieden. Sag ich dir, was ist, von wann ist denn der 560er Ti? Wie alt ist denn die? 8 Jahre? Geht sie das hier? 8, 9 Jahre? Kartoffel-PC hier, i5 4690K GTX 970. Ja, das ist mein vorletzter PC. Spec ungefähr. Bloß habe ich einen 89er GTX gehabt und einen i7 4400. Ich weiß nicht mehr. 44? Weiß ich nicht mehr. Aber ist ja wurscht. Aber ja, das war genau noch mittendrin. Mich auf der Hallo Daso da mich zum Beispiel interessieren. Aber kriegen wir schon. Ihr braucht jetzt nicht extra Mitglieder. Bitte, das war jetzt nicht. Ich möchte bloß ein bisschen eingegrenzt halten, wer mich wo dann schreibt mit das ist hier, das ist hier. GTX 560 Ti ist von 2011. Oh wow. 13 Jahre alt. Alter, mit einer 13 Jahre alten Grafikkarten und du rennst mit 30 FPS, dann bin ich zufrieden. Jetzt, wenn ich es im Spiel noch hinkriege, mittlerweile ist da was eingebaut, dass sämtliche Objekte außerhalb des Monitors, also außerhalb deines Sichtfelds, nicht im Spiel sichtbar sind, also nicht gerendert werden. Und das bringt tatsächlich was ich nicht gemeint habe, dass was bringt. Ich habe es bloß bei den Viechern noch nicht hingebracht, dass alle Viecher, die außerhalb vom Bildschirm sind, einfach unsichtbar sind und eventuell keine Animation haben. Das, wenn ich noch hinkriege, das darf halt noch mal ordentlich an Performance bringen. Was dann der letzte Schritt für Performance ist, besser kriege ich es dann nicht hin. Aber gut, da müssen wir wieder, da labern wir wieder. Da bin ich voll raus, #Konsolenzocker. Das ist natürlich wäre der Traum, dass ich das natürlich auch für die Xbox und die Playstation irgendwie hinkriege. Aber ich sag's wie es ist, die Menüführung mit dem Gamepad das ist so eine absolute Krebsscheiße, dass ich kotzen kann. Dass ich kotzen könnte. Außer wenn Bomben fliegen, dann bricht's für die Dauer der Explosion auf 19 FPS zusammen. Ja gut. Ganz ehrlich, bei einer 13 Jahre alten Karten, dann gehe ich mal schwer davon aus, dass bei einer 13 Jahre alten Karten auch dementsprechend das Setup rundherum, CPU etc. auch genauso alt ist. Ganz ehrlich, auf 13 Jahre alte Kartoffel-PCs, da ist mir dann auch wurscht. Sag ich dir, wie es ist. Manche 14-Jährigen laufen wohl inzwischen mit der 13 Jahre alten Grafikkarten. Was? Es war klar, dass es wieder aus dem Keipi für seinen depperten Kackfrisuren mal rauskommt. Der Hallo Daso schreit, hab halt kein Geld für Mitglied, bin ich ehrlich, schau aber immer, wenn ich kann zu. Ja, Hallo Daso, wir fangen uns erst niemand... Du brauchst dich weder da öffentlich outen, dass es gibt, ich kenne das, wenn man nicht recht viel Geld hat. Dann gibt man dem fetten Trottel im Internet keinen Fünfer im Monat. Selbstverständlich nicht. Und soweit wird es hier noch kommen, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen, dass wir anfangen, uns zum Rechtfertigen, oder zu entschuldigen, was auch schon vorkommen, wenn man nicht donaten kann oder Mitglied wird oder sonst irgendwas. Ich freue mich, wenn ihr zuschaut. Auch. Genauso. Es sitzen jetzt wieder Leute haben, die das wahrscheinlich nicht glauben, aber ist mir scheißegal. Glaubst du deinen Scheiß, ich glaub meinen Scheiß. So sieht's aus. Ja, hallo Daso, alles gut. Ohne Schmarrn hat GPT hilft, ich weiß schon, du magst weiterkommen. Kebab-Chef ist gut. So gut nachbenannt. Herr Racy, hauen Sie sich hinein. Mein PC ist neu alt und habe 1080 Ti drin, damals neu gewinnen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. An alle, die Interesse haben. Und es ist gar nicht schlimm, wenn es jemand nicht probieren will. Nicht in absoluten Fanrausch ausarten, war geil, ich kann einen Bürger sein Spiel spielen. Das ist null gepolished. Null. Da ist nichts ist gepolished. Das Einzige, wo ich selber ein bisschen stolz bin und was einigermaßen gepolished ist, ist das System hinter die Waffen.
Das seht ihr aber nicht. Ihr habt bloß einen geschissenen Button dort und ein Ding, das dann schießt. Es ist aber noch nicht ausgereift. Alle Ultis von den Waffen fühlen sich alle nur relativ gleich. Es sind teilweise auch einfach die gleichen. Es geht nur um, geht's technisch oder nicht? Und lieber probiere ich das gleich jetzt aus, bevor ich nochmal 6 oder 8 Wochen einwucht und dann gespannt, alles klar, weder die Animationen laufen flüssig, noch die Models laufen flüssig, kannst alles vergessen, es war alles für die Katze. Deswegen tue ich es lieber jetzt. Hauptsache der X-Button, der geht. Schau dich auch seit 5 Jahren regelmäßig, ist bei mir eine Tradition geworden. Hereinsch! Es ist mir ein Fest, sie seit 5 Jahren belustigen zu dürfen und ich ziehe meinen imaginären Hut. Das haben wir schon lange mal gesagt, gell? So, lieber Like, das ist wichtig. Da, der Bernie sagt, ich wollte jetzt nicht während dieser Ansage einen Hallo da so um Likes betteln. Das tue ich generell, glaube ich, nicht. Oder nicht ernsthaft, sagen wir es so. Ja, ich hab genauso irgendwas davon, wenn Watchtime is fucking everything. Ich glaube, YouTube bewertet noch nicht einmal einen Stream irgendwie besser, wenn Leute da Superchats einballern ohne Ende. Das ist YouTube einfach wurscht. Ja, sonst darf ich um die betteln. Habe ich jemals um irgendwelche Donations bettelt? Nein. Das ist was, ich bin immer noch der Meinung, weil plaudern wir aus dem Nähkästchen des YouTubers, wenn es selber einer werden willst. Ich weiß nicht, wie das bei mir zustande gegangen ist, aber ich bin schwer davon überzeugt, dass das darf nicht bloß bei mir so funktionieren, wenn du das tust, weil du wirklich Bock hast. Und Leute fühlen das durch die Kamera. Da bin ich mir auch sicher. Ich habe schon oft einmal, manchmal linkt leider falsch. Ich glaube, was war das? Also extrem selten kriege ich mal einen Kommentar geschrieben. Was ist extrem selten? Das war der einzige seit keine Ahnung wann. Seit ever? Egal. Hat mir irgendwas eingeschrieben, so, ja, mittlerweile fühlen sie die Streams so gezwungen an und hab das Gefühl, du hast gar keinen Bock mehr. Dann bin ich so da gesessen, das war glaube ich, im ersten Stream vom Supermarket Simulator. Und auch gerade da bin ich da gesessen und hab mir gedacht so, Alter, ich hab den Spaß meines Lebens, what the fuck. Da hab ich mir gedacht, das kann natürlich auch fehlinterpretiert werden. Aber ganz oft habe ich schon gelesen, so, dann im Chat nachher, im Discord und so, ja, da hab ich ein wenig gespannt, so richtig Bock hast nicht gehabt, aber gut, spät war Alter, scheiße oder sonst irgendwas. Kann auch heute der Fall gewesen sein. Wenn's spät scheiße ist, hab ich auch keinen Bock nicht. Ja, bin auch bloß ein Mensch. Und alles andere rundherum, auf das wollte ich eigentlich hinaus. Kommt einfach von selber. Es kommt einfach von selber. Ich kann es nicht anders sagen, Alter. Ich habe nie, ich glaube wirklich nicht einmal, also ich mache Werbung für meine Caps zum Beispiel oder für einen neuen Merch oder irgendwas. Apropos, bitte erwerben Sie dieses T-Shirt in birgerwear.de. Das ist eine schöne... Irgendwo muss ich es herzeigen, ist ja klar, aber ich habe noch nie Sachen hinter einer Paywall versteckt. Ich habe noch nie, weiß ich nicht, irgendwelche gezielten Sachen für Mitglieder. Ich kann mir sogar mittlerweile ab und zu mal schlecht sagen, es gibt Mitglieder und die haben nichts Besonderes so. Das gibt's bei mir einfach nicht. So, du bist genau der gleiche Trottel wie der andere, dem sein Name nicht grün ist. Das habe ich von Anfang an gesagt, wir machen da keine Zweiklassengesellschaft. Es gibt das eine kleine Zuckerl, es gibt diesen VIP-Schmerz im Discord. Das ist das Einzige, was irgendwie extra gibt. Und da schreibt 3 Monate lang teilweise niemand was. Weder ich noch die Leute, wo ich sage, ja, dann gehen wir den offiziellen Channel. Ich weiß gar nicht, für was es den Channel überhaupt gibt. Was soll das eigentlich? Keine Ahnung. Ja, genau, wie es der YBO schreibt, den nutzt keiner. Ja, warum? Keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal. Sorry, aber es ist. Ist mir scheißegal. Und da wird es auch nie was extra geben. Außer jetzt den kleinen Playtest, aber da wirst du schon nicht sterben, du kriegst das Ding auch noch im Finger, wenn du kein Mitglied bist. Das haben wir bei Bumsoft damals übrigens auch so gemacht. Dass das kleine Zuckerl zum Vorab-Testen nur Leute in dem Channel kriegen, ja? Weil es einfach ein bisschen eingegrenzter ist und ich mich nicht um so viel Leute Nachrichten kümmern muss, wie das normal der Fall ist oder war. Der Link zu dir, How to Winter in der dieser Zeit. Du bellst nicht, weil du bist ja, wie du selber so gesagt hast, ein gültiger Wichser. Ich bin einfach da, weil ich die Ohr feiern. Das ist auch schon immer Ironie übrigens, das geht geiler Wichser, das man übrigens auch immer so im Tourette betonen muss. Das ist ein Insider. Ist schon schlimm, dass du kein kompletter
Sellout bist. Also, das glaube ich, habe ich auch noch nie gemacht. Eben das Sellout. Andere, weiß ich nicht. Ich weiß mit was ich lang braucht habe, mit was ich lang gestruggelt habe, bis ich offiziell in diese Kamera sage, ich habe keinen Bock mehr auf die alten Videos. Ich habe, glaube ich, generell momentan ganz wenig Bock auf Videos schneiden. Es fühlt sich immer, es ist immer das Gleiche, es ist immer auf dem Leberkass scheißen, weil habe ich schon so lange keinen Bock mehr und so weiter und so fort. Und letztes Jahr habe ich ein paar Mal mir, da haben wir auch schon drüber geredet, habe ich mir ein paar Mal dabei erwischt, so, jetzt gingen die Klicks so wie, jetzt soll jetzt eigentlich einmal wieder in Videoform was machen, vor allem jetzt, wo du deine Streams auf online stellst, verlierst am Tag 10 Abonnenten, komm, leck mich doch am Arsch. Es ist mir scheißegal. Wieso soll ich mich da zu irgendeinem Content zwingen, den ich nicht machen will? Leck mich. Ich weiß, dass sich wahrscheinlich viele Leute mal wieder ein Kruzifix wünschen würden. Oder ein Kurzifix zumindest. Oder was weiß ich. Aber ich habe es einfach zu oft gemacht und zu lang gemacht und das tut der Backe nicht mehr. Aber mittendrin kommt wieder vielleicht mal wieder eins. Ne? Da muss man gerade wieder so jemand wie Blizzard einmal sauber wieder in Tschüssleis scheißen, dann bin ich grantig und dann rotzt man 25 Minuten Kruzifix aus. Kann schon mal passieren. Ne? Ich habe nicht gesagt, ich mache nie wieder Videos. Ich muss bloß einmal warten drauf, bis ich halt Bock habe. Und jetzt gerade habe ich Bock auf das Spiel zu machen. Das Kreislige ist, von dem sagt ihr ewig und 3 Tage nichts. Das ist halt ein wenig schade. Ich kann es ab und zu mal im Stream jetzt sagen, aber es bringt nichts, wenn ich da jetzt schon Leute drauf loslasse und dann kommen da Patches und so weiter. Das ist ein Kass, das macht's noch. Dann habe ich wieder einen Druck so von außen. Shit, jetzt warten die Leute drauf. Und dann birge ich kenne mich. Dann mag ich nicht mehr. Und deswegen sind die Streams so gut, weil du da einfach Bock drauf hast. Das kann ich noch oft genug sagen und wahrscheinlich sitzen da auch Leute daheim, die mir dann unterstehen, so mit, ja natürlich machen die Bock, weil die verdienen das ja dumm und deppert. Ich habe das schon gemacht. Da haben mir 5 Leute zugeschaut und da habe ich schon gefeiert. Irgendwann habe ich dann halt aus Zeitgründen irgendwann mal aufhören müssen. Und ansonsten hätte ich nicht, wie das mit meiner YouTube-Geschichte da angefangen hat, mit den How-Tos und mit den Kruzifix und so weiter, und das sage ich jetzt nicht einfach so, eigentlich nicht die Zielgruppe ansprechen, die ich eigentlich immer schon ansprechen wollte. If you know what I mean. Nämlich ein Leberkass Sepp 0815 Fendfahrer 385. Und hab aber trotzdem mit den Gaming-Streams nebenbei angefangen. Weil ich das einfach schon immer machen wollte, das schon immer geil finde. Ich zock gern, seit ich 5 Jahre alt bin. Und ich liebe es dort zum Sitzen vor der Kamera, mit dem Chat zu unterhalten, auch wenn ich 80% davon halt überlese oder übersehe oder vergieße oder nach 2 Minuten nicht mehr weiß, wo wir überhaupt waren. Scheiß der Hund drauf. Aber das mag ich einfach. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Natürlich gibt es die Tage, Montage, Mittwochs oder auch wenn ich am Wochenende streame, ist auch scheißegal wann, wo ich mir am Nachmittag einmal so denke, fuck, Alter, halt auf die Nacht, da ich lieber mich selber mal wieder hersetzen und irgendwas zocken, keine Ahnung. Und tue es dann trotzdem. Natürlich, weil ja mittlerweile fühle ich mich in einer Bringschuld. Leute warten, Leute freuen sich drauf, was auch geil, was auch wieder Motivation ist für mich. Und irgendwie wird es auch nicht langweilig. Und ab und zu ist mir so Scheiß dabei wie heute, ab und zu ein Perlen dabei, wie die letzten 3 Wochen Supermarkt Simulator, Manor-Lords und wahrscheinlich auch Hellblade. Und sobald ich auf Start drücke und in dieses verfickte, mittlerweile bald 5 Jahre alte verrostete Scheiß drum bloß, ist dieses, eigentlich da ich gern sofort weg. Ist einfach weg. Miau. Keine Ahnung, keine Sekunde. Und das war noch nicht einmal anders. Und jetzt wie oft haben wir jetzt eigentlich gestreamt? Wie oft habe ich schon gestreamt? Das würde mich jetzt interessieren. Bei gar noch mal Pi mal Daumen. Wann haben wir angefangen? Februar 2019. Das sind gerade aus 5 Jahren und 2 Monaten. Das heißt, im Monat streamen wir im Schnitt 2, 4, 6, 8 Mal. 8 mal 12. Das heißt, wir machen grob 96 Streams im Jahr. Nehmen die mal 5,5, weil wir die letzten 2 Jahre oft am Wochenende einen gestreamt haben. Über 500 Streams. Im Schnitt 2 Stunden lang. Das heißt, es gibt da über 1000 Stunden Content zum Anschauen. Die alten Streams bis vor einem Dreivierteljahr und vorher,
Die kann man leider nicht anschauen, also die kann man schon anschauen, die kann man bloß nicht finden in der Suche, weil die auf nicht gelistet stehen. Da musst du in den Kanal reingehen und dann noch suchen quasi in die Playlists und so und dann anklicken selber. Das tut halt keiner. Verstehe ja, tu ich auch nicht. Wer klickt schon in einem YouTube-Kanal von jemandem umeinander? Außer er weiß Bescheid. Ja, und dann spreng ist eine Tabelle, da findet man alles. Wo gibt es die Tabelle gleich wieder? Die gibt es, glaube ich, auch im VIP-Schmerz. Gibt es die auch im öffentlichen Blade-Schmerz im Discord? Ich hoffe schon. Und das, ja, es wird nicht... Oh, 2023, 112 Streams. 2022, 99 Streams. 2021, 99 Streams. 2020, 103 Streams. Also immer relativ gleich. Bloß, ja, 2023 haben wir dann angefangen im Winter, habe ich gesagt, ich möchte ein-, zweimal öfter im Monat am Wochenende dann streamen. Im Winter gehe ich nicht fort, da gehe ich nicht. Ja, ganz selten gehen wir essen irgendwo hin. Aber im Sommer ist das dann ein bisschen anders. Wer kann sich noch an den Tatzi, Katzi, Butzi etc. erinnern? Ich kann nicht mehr erinnern. Der ist noch gar nicht so lange her, dann war jemand da, oder? Ich hab's auch in Streamstunden, wenn du magst. Was? Okay, halt dein Maul. Was tust du? Was ist denn mit dir eigentlich, Springi? Was tust du denn den ganzen Tag? Du arbeitest wieder nichts zum Tun. Vollgasnarische. Du kannst mir jetzt nicht sagen, wie viele Stunden ich 2023, 22, 21 und 20 gestreamt habe. Tell me. Do it. Tell me. Das warte ich noch ab und dann schalten wir aus. Dann mag ich nicht mehr. Die Musik passt gerade voll zum Schmerz. Das ist auch nicht der besten Hintergrundmusiken ever. Das ist WoW. Ja, Booty Bay, Tavernenmusik, Hintergrund. Ist schick gemütlich und Ding. Zahlen im 10er-Bereich, schwierig. Bob, ganz furchtbar schwierig. Oh, der hat sich, aber wie schnell also dieser hat. Okay, 2023 322 Stunden. 2022 268 Stunden. Das ist fast schon ein gewaltiger Unterschied, gell? Leg mir am Arsch. Das ist fast ein Drittel mehr als ja, weil wir immer länger streamen. Eventuell haben wir 2021, 2022 noch so nach 2 Stunden und eine Viertel aufgehört. Und letztes Jahr hat das ganz massiv überhangen genommen, dass wir ein bisschen mehr da hocken, weil es eh wurscht ist. 2021 248 Stunden und 2020 238 Stunden. Krass. Bin ich auf 2024 gespannt. Weil mittlerweile können wir ja, bald jeder dritte Stream ist bald 3 Stunden lang. Was ist ja lächerlich. Andere und wirst das machen, ohne Scheiß. Meine absolute Hochachtung an andere Streamer, vor allem Fulltime-Streamer, das ist was, das da die niemand. Ich wüsste nicht, was passieren müsste, dass ich das tue. Weil ich weiß, wenn ich am Tag, muss ja nicht mehr 8 Stunden sein, aber wenn ich jeden Tag, außer am Sonntag vielleicht, 5 Stunden stream, ich glaube, ich hätte 2, maximal 3 Wochen und ich hätte die Schnauze voll. Abgesehen davon, dass ich nicht mehr schmerzen kann. Aber dann darf ich sagen so, und so darf ich mir mein Lieblingshobby versauen. Und das tue ich nicht. Da habe ich lieber Bock und richtig Bock und gebe 30% mehr Gas, wenn wir dann Montag, Mittwoch und ab und zu mal am Freitag und am Wochenende sehen. Und dann machen wir 2 bis 3 Stunden, haben alle mehr davon, kompakt, besser, anstatt ewig in Klingzung und ja, keine Ahnung. Dieses Jahr sind wir bei 120 Stunden, inklusive dieser Stream. 120 Stunden, wir haben ja nicht ganz bei der, hey, legen wir mal noch, ja, kann man auch wieder über 300 kommen. Gut, Kinder auf den Winter drauf, dieses Jahr. Ja, Kinder auf den Winter drauf, vor allem nach der Sommerpause, hier dann wieder Vollgas, dann machen wir auch wieder Wochenendstreams und länger und Zeug und Klump, schauen wir mal. Aha, sind auch noch Hobby-Archivare hier dabei. Ja, ich weiß nicht, was der Springi treibt da. Ja, der Närrische. Da war ihm wieder sau langweilig. Interessant. Sekunden genau nur in der Tabelle. Gottverdammter Irre. Merci fürs Machen. Also ja, ernsthaft jetzt. Das ist echt interessant zum Sehen. Oh, der Diablo-Streams letztes Jahr haben den Durchschnitt. Oh, stimmt, an die habe ich nicht gedacht. Da haben wir ja teilweise 14, 15 Stunden am Tag durchgestreamt einfach. Und das meine ich. Das sind Special Events, ja. Das mache ich nicht oft. Das mache ich, da muss wirklich ein Spiel kommen, auf das ich ganz hart Bock habe. Auf Diablo 4 habe ich ganz hart Bock gehabt und Path of Exile 2 wird das gleiche. Das wird ja dann kein Blödel-Stream, da wird er nicht umeinander bläht, 8 Stunden lang wie Vollgas narisch oder sonst so etwas aufgedrehter, wie wir das da so machen oft einmal. Sondern das wird ganz klares, ernsthaftes Gameplay. Zurücklernen, zocken. Wie es andere Fulltime-Streamer auch machen. Und da schaut halt dann auf da bloß der harte Kern zu. Ist mir auch klar.
Weil da rennen wir wieder 10 Stunden lang im Kreis und verprügelt man kleine Viecher. Manche sitzen wahrscheinlich daheim und denken sich, was zur Hölle soll das? Alter, ist er behindert? Und andere denken sich, geil, ich sperre auf meinem Monitor selber und schaue da auf meinem Monitor zu. Böse die auch mal. Diablo 4 allein sind 34 Stunden. Ja, jetzt passen wir an. Früher, wo wir nur 2 Stunden und relativ zügig dann nach 10 Jahren ausgeschaltet haben, weiß ich nicht, warum wir das da haben, aber ich habe mir halt einfach das so gesetzt, so 2 Stunden, Schluss, passt schon. Jetzt pass auf, 34, das waren 17 Streams, Alter. Das waren damals 17 Streams gewesen, das bedeutet 2, 4, 6, 8. Da haben wir, so viel haben wir früher nicht in 2 Monaten gestreamt. Und das sind Rookie-Numbers. Alter, wenn ich mir Streamzeiten von großen Streamer anschaue, da haut es voll aus. Ich weiß nicht, wie das zum der Backer ist. Und da muss ich dann auch ganz klar wieder ganz ehrlich sagen, es gibt viel genug, die dann daheim sitzen und sagen so, ja, die hat keine Arbeit nicht und so weiter. Leck mich bloß am Arsch. 5 bis 8 Stunden jeden Tag Entertainer spielen, Leute unterhalten, Goschnoff haben, Sachen sagen, reagieren, mit Leuten interagieren. Wenn das keine Arbeit nicht ist, dann tust du das einmal. Ist dann Telefonist auch keine Arbeit nicht, der den ganzen Tag nur telefoniert. Das glaube ich ist sogar noch weniger Arbeit wie das da. Auf am Ding, wenn du natürlich der Streamer, wenn du der Shroud des Streamens bist und nur den magst. Er died. Nachdem er 480 Headshots in 2 Sekunden austeilt hat. Dann ist das was anderes. Aber das schaffen 5 Handvoll Leute auf diesem Planeten und ja. Ich finde vor allem Streamer, die COD oder CS den ganzen Tag spielen, abnormal. Das ist noch das Nächste. Da gibt's ziemlich viele gute Gespräche drüber. Ich bin so froh, dass ich mich als Variety-Streamer bezeichnen kann. Das hat auch seine Vor- und Nachteile, so ist es nicht, aber wenn ich mich mal keine neuen Spiele nicht kommen, dann sitzen wir da wie ein Vollidiot und müssen wir irgendeinen Scheiß rausgreifen, dann ist halt vielleicht auch ein Mist dabei. Aber stell dir vor, du bist WoW-Streamer. Du liebst dieses Spiel, immer. Wenn da aber ein Stream draus wird und dort vielleicht eine Arbeit draus wird, was weiß ich, du wirst so groß, dass du davon leben kannst und du ziehst es durch, 8 Stunden am Tag, vielleicht sogar noch länger, dann schwöre ich dir bei Gott, hängt dir sogar das Spiel irgendwann zum Hals raus. Auch wenn du vorher 5000 Stunden einbuttert hast, aber jetzt musst du. Und das ist der kleine Unterschied. Und da bin ich so froh, auf mein Hirn Variety-Streamer drauf zum Schreiben, also Abwechslung zum haben, dass das eben nicht passiert. Weil ja, jetzt mal wie oft sitze ich auch da so mit, oh geil, wieder das Spiel und wie dermaßen dankbar, dass ich dafür bin, diese Spiele hätte ich nie gespielt allesamt. Das ist ein Irrsinn, wie groß meine Steam-Bibliothek durch das geworden ist. Probieren wir das, da haben wir was gefunden, oh scheiße, jetzt haben wir ein Loch, aber probieren wir mal ganz was anderes. Probieren wir das. Glaubst du, dass ich Snowrunner jemals in meinem Leben probiert hätte? Mich interessieren Autos und Scheiß. Skill und oder Entertaining ist wichtig, ansonsten wird es nichts, meiner Meinung nach. Ja, eins von beiden braucht's. Weil warum soll ich mir das dann anschauen? Wenn ich nicht unterhalten will oder nicht jemanden hab, wo ich was lerne, also skilltechnisch, oder morgen ich kann was lernen. Weil das, was der Shroud da macht, das kannst du nicht lernen. Das kannst du entweder oder nicht. Herr Geilwürfelsepp! Schluss! Ein fettes Merci an Sprenger, der sich die Arbeit macht, wichtig und das macht kaum einer freiwillig. Dankeschön an Triple F. Sprenger, da hat er absolut recht. Sprenger von mir auch Merci. Vor allem, es hat da auch keiner angeschafft. Du bist einfach selber damit dahergekommen, keiner weiß warum. Der Sie greift wieder an. Alle spielt 10 Jahre plus. Herr Werner Chris, ich weiß nicht, was man damit sagen will. Bist du pumpenvoll? Der Sie greift wieder an. Jetzt habe ich ein Kopperlei geschissen. Entschuldigung, aber es war schon spät. Der Sie greift wieder an. Punkt. Alle spielt 10 Jahre plus. Ich weiß nicht, was man sagen möchte, Herr Werner Chris. Ich weiß es nicht. Ich wurde gezwungen, bitte helfen Sie mir. bitte. Halt, stopp, bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. So bist du daheim gesessen in deinem Stuhl drin, wie die fette Robbe im Wasser, das im Kreis dreht. Achtung, helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Und wenn du an der Tastatur vorbeigefahren bist, wieder ein Video einkopiert und Sekunden mitzählt, du Kasperl. Als Telefonist zu arbeiten ist zwar nicht körperlich anstrengend, aber der Scheiß, was man sich jeden Tag anhören darf und wie unverschämt manche Leute sind. Ja, und so hat jeder Beruf hat seine Vor- und Nachteile. Wenn man das jetzt da Beruf...
bezeichnen wir es mal als Beruf. Das, wenn du 5 Stunden am Tag tust, die meisten Fulltime-Streamer, die 8 Stunden am Tag, dann. Das ist anstrengend wie Scheiße. Ob du es glaubst oder nicht. Irgendwann kommt nämlich der Punkt, dann willst du dein Spiel nicht mehr spielen, sondern du musst. Und ab diesem Punkt wird es sogar richtig asozial anstrengend. So, bevor ihr bei der Telekom in Callcenter arbeitet, da schieße ich mich lieber. Ja, im Prinzip ist nichts anderes wie da, umeinander hampeln, auf Sachen reagieren, aber ich tue das gern. Ja, ich habe auch nicht gemeint, dass es eine Tätigkeit gibt, mit der man Geld verdienen kann. Ich meine, ich will ja nicht fest zahlt da, so, sondern das ist halt, das hängt an euch. Das ist, was es ist. Dass ich eine Tätigkeit finde, die mir gefällt, die nicht langweilig wird und da wo ich mir nicht nach 5 Minuten denke, Gott, wann ist denn endlich Feierabend? Oh Gott, das ist 5 nach 8. In der Früh. Ja. So, jetzt gehen wir ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es tut mir erneut sehr leid, dass erstens der Stream ist halt die ganze Zeit abgehackt. Krieg ich da schon das Kotzen. Spey war absoluter Scheißdreck. Na, schade. Tut mir leid. Grüße an den Nachschau-Squad. Ich bedanke mich vielmals für die ganzen Donations. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist halt, ja, ist ja schon wieder einmal wieder Zeit, um aus dem Ruder zu laufen. Ist schon lange nicht mehr aus dem Ruder gelaufen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Mittwoch kannst du mir am Arsch lecken, komm ich gar nicht. Außerdem ist am nächsten Tag Feiertag. Tschüss dann. Zerfutzen, ihr Trottel. Dankeschön fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, Abo-Check, Glockencheck nicht vergessen. Danke für die Donations, danke für die neuen Mitgliedschaften. Das waren nicht auch wieder ein paar. Und danke natürlich auch an die Alten und an manche Leute, die da seit 60 Monaten und was weiß ich seit wann umeinander gurken. Euch wird wirklich nichts langweilig. Jetzt ist es auch schon wurscht. Auf die nächsten 60 Monate. Merci. Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns am Micker. Männerlords, nicht versäumen. Da haben wir wenigstens noch ein gutes Spiel diese Woche. Ja, und dann, also Wochenend-Streams jetzt sowieso nicht. Also die nächsten 2, wahrscheinlich 3 Wochen sowieso nicht, weil ich, wie gesagt, Küche, das ist der einzige Zeitraum, wo ich lang Zeit habe zum Küche heran und ich muss Leute koordinieren und ach, das wird asozial. Gott, ich hab so krass gar keinen Bock. Gott, jetzt habe ich es 8 Jahre vor mir hergeschoben. 8. Bürgerin hat es 8 Jahre lang ausgehalten. Oh Gott, hab ich keinen Bock. Gut, hilft nicht. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, gehen wir ins Bett. Sagen wir so Micke, 20 Uhr. Männerleute, hauen Sie sich hinein. Ich mache jetzt die leise Tröte, weil ich glaube, dass nicht. Das sage ich selten. Weil mir fast der Name rausgerutscht. Weil die Bürgerin wahrscheinlich schon im Bett ist. Die hat gesagt, ich gehe heute früh ins Bett. Die wird sich freuen, wenn ich jetzt da eine tröte. Machen wir mal einen kurzen Babytröte. Ich wünsche euch was. Kommen Sie gut ins Bett hinein. Wir sehen uns am Micke um 2 Uhr. Schluss jetzt. Geil, für Sepp. Brauche gar nicht schauen, wer es ist. Was immer du bist. Glockencheck, sind kann ich da. Na gut. Dann gehen wir traurig ins Bett. Merci dir. Merci dir für alle Donations. Dem Rest natürlich auch. Kuss auf die Nuss. Hauen Sie sich hinein. Hashtag Kackfrisur. Passt zum heutigen Thema und jetzt schleicht euch. Habe! Muss klar. So. Bis Mika habe ich.